Servus, grüß dich. Geh was? Ich muss ruhen. Liebe Leute, herzlich willkommen. Aber der Blick von uns beiden war großartig, das Mikrofon ist nicht bereit. Alles andere, das Bild ist scharf, aber das Mikrofon hängt noch in luftigen Höhen. Alter. So, na, jetzt ist es da. So Wahnsinn mit uns. Aber wir haben es gleichzeitig bemerkt. Ja, aber gleichzeitig zu spät. Jetzt ist es richtig, warte, ich muss das Richtige einstellen auch noch. Ein Theater. Ich kann nicht reden, was ich will, man hört uns eh nicht. Jetzt hört man uns. Jetzt hört man uns wieder. So. Hey, der Fuchs. So. Stellt euch vor, wir sind nicht da. Sollte das nicht leuchten hier? Eigentlich schon. Ja, das haben wir gleich. Das haben wir gleich. Das ist das Bild gleich weg. Nein, ja, nein, ist das da. Falsch. Freunde, es wird schon werden. Hören Sie uns wenigstens? Nein, hören uns uns jetzt auch. Pass auf, Hören Sie uns eh, das ist gut. jetzt oder? kommt das Mikro rein. Jawohl, Jetzt leuchtet es einmal. Jetzt leucht's einmal. So. Ich probiere es einschalten. Jawohl, jetzt hört man uns. Ja, sehr gut. Ein Start mit ein paar Pannen und Hürden heute, aber jetzt sind wir da, meine Lieben. Ja, passt ja. Schnauf einmal durch. Begrüßungsnummer. Begrüßungslied. Stellt euch vor, also warte mal. Kann man das da so? Nein, ich stelle nicht. Bitte lass das jetzt stimmt da. nicht. Wir starten. Na ja, pass auf. Wir stellen uns jetzt vor. Mutig. Schwarz. Und jetzt da, angenommen, man weiß ja nicht, was ist. Und jetzt auf einmal erscheinen die 16er Buben online mit ihrem Begrüßungshit. Grüß euch, servus, grüß die Hand. Es wird Zeit mit Musik verwehen. Ich spiel für euch die 16er Buben. Es herzeit Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, Der Klausi zupft auf der Gitarre. als Backel spielen wir noch den Werner Schall. Die Quetsche klingt ein super fein, Die Kontrapumpe hinten rein. und das Gesang klingt jetzt auch schon recht human. Drum, Leute, grüß euch, servus, grüß dich. Es wird Zeit mit Musik verwehen. Ich spiel für ein dieses 16er Bund. Es herzeit Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heute. das Wiener Lied Geht sicher nicht verloren. Jawohl, und jetzt endgültig herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Pawlatschen am Montag. Und zwar die Ausgabe 215. So schaut's aus. Grüß euch gut auch von meiner Seite hier im Studio Donaufeld. 215 Mal hieß es schon. Grüß euch sehr aus Küste hin bislang. Die Pawlatschen, der erste und einzige, zumindest dauerhafte und regelmäßige Livestream Ja. in Sachen Wienerlied ist am Start. Ja, mit leichten Startschwierigkeiten, aber mein Gott, na, das ist ja so. Ne? Das ist ja so. Jetzt, wo ja die Kamera, es ist jetzt lange Zeit, war es ja so, dass für den Livestream die Kamera an sich genau dort war. Und die ist dort geblieben und die war dort Ja. auf ewig quasi Ja. angeschweißt. Naja, sozusagen. Wobei ich hab's schon runter, aber ich hab's nirgendwo anders steht. Also ich hab's wieder auf und Aber durch die unser, Einstellungen durch waren unser gleich. Frühstücksfernsehen um 9 Uhr in der Früh täglich. Nein, das macht nichts. Hast du die Mit der, Kamera? also mit der Kamera. Mit der macht's Kamera nichts. meine ich. Mit den Einstellungen macht's alles. Macht ist alles ganz anders natürlich. Und Ja. dann unsere Podcast-Aufnahmen, da ist auch wieder die Kamera, ist alles verstellt. Ich meine, Was man nur verstehen kann. Ja. und wenn ein Wiener was anzieht, was ist das, wann immer alles verstellt ist? Es wird dann nicht Wiener auch anzipfen, aber Wer hat den Autositz verstellt? Nicht? Das ist Ja. nicht klar. Wer ist mit dem Auto gefahren? Ja. Nicht? Wieder alles verstellt, alles wieder einstellen. kann ich alles wieder einstellen. Und das war da auch. Und es war so, wir haben uns rechtzeitig heute getroffen, um 7:30 war es da. Also da, ja, genau. Wir haben Eine Probe gemacht. Haben wir eine Probe gemacht. Nutzen wir gleich aus. und wie es halt üblich ist, wenn wir so spielen, für uns, sagen wir dann, ui,
Es ist 10 Man nach. vergisst die Zeiten, das war 20:09 Uhr, nicht auf einmal. Ne? Und das jetzt sehen müssen. Meine Lieben, vor allem die uns kennen, das jetzt sehen müssen. Mit welcher Geschwindigkeit wir auf einmal aktiv waren. Aufbauen kann beide noch das Örtchen auch noch Na, was aufsuchen. heißt? Also, Was heißt? Na gut, aber da sind wir. Da sind wir, ich freue mich. Einen Blick in den Chat. Die Susanne Fabre ist da, Christi Gott, gefällt mir, dass du dabei bist. Der Raffi, Paul Atmann, Magnus Sterzinger aus Tirol, Susanne Moser, Matthias Mariacher, Servus, Ludwigsass, Maber aus Nicht-Rheinhessen. Das wäre immer eher mehr aus Mittelhessen. Mittelhessen. Aber er schreibt schon, Servus, das haben wir aus Nicht-Rheinhessen. Merke ich aber vielleicht leichter als Mittelhessen. Dank darf man aber für die Brücke. Grüß dich alle miteinander, sagt Alexander Hauser. Uns Alex, grüß dich gut. Servus. Peter Prachtl ist am Start. Franz Pavlacistische Grüße, diesmal von daheim. Ja, aber na gut, das haben wir daheim, sagt's auch. Bravo, Meyerhofer, es gefreut mich, dass du dabei seid, Rudi Korbis. Rudi, servus, grüß dich. Rodolfo Corbesso am Start, ebenso wie der Uli Slonik aus Helsinki. Noch einmal aus Helsinki. Wieso noch einmal aus Helsinki? Fährst dann woanders stehen und ziehst du um oder was ist? Kommst du nach Wien vielleicht? Oder ist es, oder ist es noch einmal aus Helsinki? Vielleicht warst du am Vormittag auch dabei. Und das vielleicht noch einmal sehen. Na, ist ja wurscht, das ist, wird sich aufklären. Michael Unger, Landtagsstürmer Markus Volker, Werner Wichtig, der Ackerl ist am Start. Servus, Jawohl. Christoph. Ed von Schleck. Jetzt wird's besser aufs Einschmieren auf. Jawohl. Passt schon nicht da unten. Ja, genau. Der Beutel in MC. Servus, grüß dich, Loa. Sebastian heute erstmals mit dabei. Wieso, du warst doch schon mal da? Oder ist der Sebastian? Na, weil du Beutel in MC, du warst ja schon ein paar Mal bei uns. War Sebastian heute erstmals mit dabei? Bist es du jetzt der Sebastian oder ist das der Sohn, der Bruder, der weiß ich nicht, oder hast du ihn einfach, wolltest du ihn bestrafen, also dachte so, und jetzt zur Strafe schaust du jetzt die Pavlatsch an der Rückbitten. Du musst. Ne? Oder wie war das? Also bitte um Aufklärung, das ist super leibend, ich freue mich auf jeden Fall. Der Ulrich sagt, ich höre nichts, aber geh, hier ist ja schon wieder dabei, Markus Pristonik, jawohl, Michael Unger oder lieber Augustin, alles ist hin, na gar nichts, alles ist repariert. Das ist. Es war ja nichts hin, es war nur, wir haben vergessen. Das Schlimmste war, dass wir beide das Mikrofon Ja, nicht bemerkt und beim ersten Und Ton, beim ersten da Ton- fällt der Mikro, ja, das ist nicht drum. Man hätte es eher erklärt wahrscheinlich, ja. Ja, sicher hätten wir es gehört. Ja. Ausreichend, sage ich jetzt einmal, aber natürlich so ist der Ton schon besser. Wann halt funktioniert, das ist einmal klar. Schau, die Achteln von Scheine, danke euch schön. Ein Fade-In und die Burm sind da. Wahnsinn, gell? Schau, Fritzl Stadtgas, unser Grausenier ist am Start. Jawohl, Grausenier, Fritzl Stadtgas. Die ÖVMS wird's lang, Landtagsstromer, großer. Wolfgang, grüß euch. Ich kann nur kurz reinschauen, aber für einen Servus rechts einmal. Wolfgang, wenn du nur kurz reinschaust, weil heute ist endlich soweit. Ich hab den Wein, den du uns gestiftet hast, eingekühlt. Und da war eben von der Familie Fuchs ein sehr nettes Schreiben dabei. Liebe 16er Brüder, im Auftrag von Wolfgang Unterrader, Spaziergang, das ist er, der Wolfgang, der da steht, schicken wir euch aus dem letzten Kontingente der Familie Fuchs. Man muss mal wissen, die haben leider aufgehört. Ja. 12 Flaschen unserer Weißweine. Lasst euch diese gut schmecken. Ganz liebe Grüße, Familie Fuchs. Wir lassen es auf jeden Fall gut schmecken. Und Patrick wird gleich eine Flasche holen. Und Wolfgang, herzlichen Dank für Das ist schon deine unser Stichwort. großartige Weinspende. Das war mein Stichwort. Das war deine, aber ich sag dir was, da müssen wir schnell sein, weil da ist der Akku leer. Bist du bereit? Ja, ja, bin Fürs Unbottling? Machen wir ganz schnell. Wo ist er? Patrick. Genau. Halt, nicht möglich. Was ist jetzt wieder? Jetzt, Jetzt geht's. Ich hab die schon, jawohl. Jawohl, ich mache mich auf den Weg zum Kühlschrank. Die Technik macht mich fertig. Die macht mich nicht fertig, die Technik. In der Ring ein Schluck Wasser, sieht eh keiner. Jawohl, da schaut er das an. Familie Fuchs. Den Weiß möchte ich probieren, den Weiß. Ja, na, der mit weißem Etikett und wo Weiß draufsteht. Passt nicht. Alter. Haben wir schon. Ja, großartig. Ich glaube, das ist ein Cuvée oder was, die muss man uns anschauen. Schau her, Weiß, aus dem Hause Fuchs. Aus dem letzten Kontingent, es gibt diesen Wein, wird es nicht mehr geben. Die haben zugemacht, die haben aufgehört. Die haben Schluss gemacht. Leider. Was steht da? Weißgenuss Familie Auer. Was? Oh, da war dabei in der Kiste.
Der war aber dabei, in der Kiste. Erzeugerabfüllung, Auer Leopold und Mitbesitzer aus Dattendorf. Ja, das ist schon. Gegen die stimmt das schon, wird ja. schon stimmen. Also, der war in der Kiste. 2023, ja. Ja, der war in der, den werden Machen wir auf, ja. Ich nehme an, vielleicht sagt der Wolfer was dazu. Ja, vielleicht. Ja. Die Mege ist da, jawohl, großartig. Großartig, die Mege ist da. Mama M ist auch da schon. Und der JFC, ich weiß es ja eh klar. Der wär's sonst. Das wäre sonst Nein, nicht. der JFC weiß. Ja, der Georg Scheurer ist auch da. Grüß euch und den Hund. Kann dem Junkie aber die Ehre mit der. Heute lauter Ding. Grüß euch alle miteinander. Herzlichen Dank an die Barbara Schießen, die uns zum 50. Hochzeitstag. Na, da reden wir eh noch. Da reden wir eh noch dann in der Schläge. Erst, wo komm ich noch runter? Wieder zurück nach Wien? Na, da lacht mit einem Lachsmiley. Uli Slonik. Das stimmt also Da nicht. stimmt was nicht, da stimmt was Der nicht. verarscht uns jetzt. Da. Wirklich? Kommst du wieder zurück nach Wien? Wirklich? Oder ist es der Schmähste? Der Ulrich ist dabei. Sebastian ist neu. Arbeitskollege der Forensik. Ah, oh. Bravo, na, das gefällt mir voll. Na, passt auf, Freunde, da müssen wir, bevor wir da weitergehen, den Sebastian herzlichst willkommen heißen. Nämlich, wie wir das immer machen, mit der Pavlacisterie, mit einer Orgien Rote Achtel. Gehen wir. Rote Achtel für den Sebastian und den Beutlein MC aus der Forensik. Das ist einmal überhaupt leibend. So, und jetzt muss ich schauen. Der Helmut aus der Sternung ist auch da, grüß dich. Ja. Schau, der Raff ist mein Haber. Klaus, ich stehe dir bei. Und das ist aber, Das ist notwendig, der braucht einen Beistand. und da bin ich schon gesichert. Da Ja. bin ich schon gesichert. Den Raffi da auf deiner Seite hast, hast du schon gewonnen auch. So. Ich wollte kommen. Wolfgang. Scheinbar hat der Herr Fuchs dazugegeben, weil sonst kein Weißer mehr da war. Na glaubst du, das ist wirklich? Aber wo Die steht anderen drauf, sind was gesagt? 22 und das ist ein 23er. Jetzt Aber wo steht hinten drauf, was gesagt? Grad, mehrere Weingutfamilie Auer Leopold, ja, und die Mitbesitzer. Ist aber aus Dattendorf. Ja, eben, ist auch aus Datenhof. Ne? Und Aber danach vielleicht, passiert der Freund, ja, da was nicht. ja, oder, Vermute ich einmal. oder vielleicht helfen sie da mit oder irgendwas. Das war jetzt nicht hinter. Ja, dankt euch sehr, Beutlein MC. Bravo. Sebastian. Jawohl, schau. Gehen schon die Achteln für den Bastel. Nicht gut. Dann schauen wir rein. Auf jeden Fall, so oder so, ist ja wurscht, wir haben ja noch ein paar Flaschen vom Fuchs, es ist nicht Ja, der letzte, genau. den wir hier ein paar Flaschen trinken, aber, ja, also brauche ich erst bei einer, die Glocken brauche ich erst beim Schmattes. Nein, ich komme doch einander. Ich komme da So können wir ja schon. Chin. mit Kindern schon. Chin. Sehr zum Wohl auf euch. Jawohl. Und wir begrüßen natürlich auch alle anderen, die nicht im Chat dabei sind, weil das müssen mehrere sein, weil ich habe Ja, ja. 48 Zuseher da und Ja, sind eindeutig mehr. Grüß euch auf euch auch, gell? gut, dass du es gesagt hast. Ich wollte sagen, ich habe es vergessen. So bin ich halt, ja, furchtbar. Was der eine nicht weiß, weiß bei uns der andere. Das war gut. Ja. Steht drauf, was ist ein gut, ja. Cuvée, gell? Ist ein Cuvée. Wie der Was steht Cuvée denn drauf? Da oder? steht nicht drauf, ne? Sehr, was sehr gut, Dann sehr, hast du schon sehr, geschaut, ja. sehr fruchtig, sehr geschmackig, trocken, ganz ein leichtes Ganz ein Zuckerspitzel, leichtes gell? Zuckerspitzel, ganz leicht. War gut. Also mir schmeckt das, ich hab den irgendwie mal gedacht, ja, den möchte ich probieren. Ist noch sehr jung, nämlich auch. Ja. Hm. Und leichte Sache, 11,5 Volumenprozent. Ich hätte mir nicht gedacht, vom Also da kann ich vom größere Extrakt, Schlucke wie er machen. hat, Ja, und da ist ein war Lang er da. mir, war er mir stärker vorgekommen sogar. Und der hat direkt einen Abgang, gell? Weil oft gerade die Jungen sind schnell weg. Ne? Die trinkst und dann schluckst du runter und weg. Und fort ist er, ja. Und den schmeckst du wirklich nach. Finde ich sehr leibend, muss ich sagen. Ja, es ist halt, dass die Thermenregion hat sich wirklich entwickelt. Entwickelt, ja, absolut, ja. Wieder ein Beweis Wieder. mehr, muss man sagen. Das ist gut. Der Jofzi trinkt heute einen dunklen Doppelbock. Jawohl, bekomm's. Ja, richtig, ja, Fastenzeit ist, ja. Passt der Doppelbock jetzt da. Ja. Ja, St. Patrick war ja auch, ne? Gestern. Ja, Freunde, haut's eine für den Patrick. ganz- Namenstag. Ich hab ganz vergessen gehabt. Ja, aber gut, ich feiere keine Namenstage daher. Wenn nicht meine Nichte, die Lisa, mir auf einmal mit einem Geschenk gekommen wäre. Was hast du ein Geschenk? Ein Haarschneider. Na, also ein selbst ein bemaltes Milka-Herz Pralinenschachtel mit einem Tic-Tac-Backerl drauf und ein paar Lindkugeln oben aufwärts und einen Schmetterling ganz selbst bastelten drauf. War lieb, ich bin gefreut. Eine erweiterte Pralinenbox, Pralinenbox, sozusagen, ja genau.
Box hätte ich gesagt, du sagst jetzt Schachtel, Schachtel, in deiner nicht? Das ist proletarischen ja Art, wie wir Schachtel. dich kennen. Ja, Eine Pralinenschachtel. ja Weltklasse. Also bitte Hat haut mich sehr eine gefreut. für den Patrick zum Namenstag von gestern, St. Patrick, haut eine bitte rote Achteln Deluxe und ich sage natürlich auch im Nachhinein, Patrick, ich meine, ihr ruft auf den Namen, so ist es nicht. Zum Alles Wohl. Gute zum Namenstag, Prost. Danke. Was hat die grünen Achteln? Ja, Ja, das mal, das. ja. Da baut man es. Ja. Wolfgang gesagt noch, die Daten auf einem guten Wein. Ich muss jetzt zum Termin. Alles Liebe, Wolfgang. Danke herzlich nochmal für deine Weinspende. Ganz leibend. Beste Grüße an die Familie Fuchs, wenn du es siehst. Und danke nochmal. Ich freue mich, wenn wir uns wieder sehen. Gell? Danke herzlichst und wir lassen uns weiterhin gut schmecken. Christoph Hacker. Was Christoph sagt Hacker, du schreibst was Wahres, ja. Das stimmt nämlich wirklich, es ist nämlich nichts mehr über. Ich habe das alles bereits gestern und heute vernichtet. Das ist ein Trauerspiel. Das ist ein Trauerspiel. Ja. Alles gut zum Nachschauen. Sind für die Achtelnamen so. Dankeschön, danke. Die Brigitte Scheurer sagt, der Klang der Gläser war fast eine Klangschalenmassage. Nur die Gurgel bleibt bei uns trockener. Ich werde sie hoffentlich was zum Trinken daheim Ich haben. hoffe schon. Klaus, wie war's mit dem Fahrtechniktraining? Ja, Michael Unger, Weltklasse. Das werden wir noch besprechen, aber vorher spielen wir noch ein Lied und dann müssen wir wieder, da müsst ihr es wieder euch fit machen für die roten Achteln. Ja. Weil dann gilt es, unseren Oberpawlatschinger ist das. Zu gratulieren für eine unglaubliche Leistung. Das ist nämlich eine Leistung. Weil zum Beispiel jetzt ein Geburtstag oder Name sage ich in dem Das ist Sinne ja keine Leistung. Nein. Aber gut eine Hochzeit, 50 Jahre verheiratet sein und dabei immer noch lieb drei schauen, alle zwei. Das ist eine Kunst, das ist eine Leistung, deswegen werden wir dann nach dem nun folgenden Lied die Scheurers hochleben lassen, auch wieder mit einer ordentlichen Achtelpartie. Und da haben wir ja sogar ein Leiberl noch, gell? Weißt du die Größe? Größe? Nicht, Auswendig weiß ich nicht. Nein, weiß ich nicht. Nein. Aber das kann uns die Brigitte schreiben. Ein Damen-T-Shirt, ja. Die Brigitte hat sie gekauft. Brigitta, ja genau. Die Brigitta, Jetzt hat sie einen. naja, ich muss zugeben, dazu sagen, ich habe in der Bekanntschaft, der Näheren tatsächlich 3 Gittis Gittis, ja. und alle unterschiedlich, daher ist das ja. Ja, Also ja. man möge mir bitte verzeihen. Ich auch. Die Horvath-Gitti, die Kreis-Gitti und die Tante-Gitti. Bei mir schon auch nicht. Das ist Ja, das Orge ist bei den ganzen Gitten, heißt, na gut, ja, 2 darf ich Gitti sagen, aber bei der Brigitte sagen wir ja nicht. Brigitta. Brigitte heißt, das gibt's ja nicht. Brigitta Steurer. Ja gut, dann machen wir Eselsbrücke. Eselsbrücke. Die Brigitta, merke ich mir, weil 1a, das ist die erste im Alphabet, die kommt noch vor dem Georg Scheurer. In der Hackordnung. Jeder Ja. hat so seine Brücken. Ja, das ist wenn man sagt, zack, dann haben wir einen Georg und die Gitti Scheurer, sage ich jetzt einmal. Wenn ich mir nicht einfällt, denke ich mir, ja, aber die Brigitta ist an erster Stelle, daher ist sie das, schreibt man sie mit A. Aber man das mehr quasi Das nicht. sind aber man Brücken. naja, ist eine Kann er Brücke, dann ne? singen, meine 7 Brücken tun mir weh. Ja. Ja. Über 7 Brücken tun mir weh. Ja. Ich nehme einen Schluck, dann lockere ich meine Zunge, das ist richtig. Ja, bei dem T-Shirt waren wir. Die Brigitte Ja. Scheurer hat bestellt gehabt, leibenderweise, T-Shirt, dieses Damen-Shirt, das Pavlacistis-Shirt, glaube ich, gell? Oder anders. Jetzt sag einmal, man tust es daheim liegen. Ich hab's daheim liegen. Ich Und du hast hab's überhaupt keine vor Ahnung vor 2 Monaten angeschaut. Ja, ich So weiß lange haben wir nicht es auch noch nicht, aber... mehr. Ja klar, das ist schon bald 2 Monate her. Ja, Ja. kann sein. Ja. Brigitta schreibt mir das sicher eine, welches Leiberl das ist. Aber es ist, wir haben es daheim und ich glaube, es ist das größte Damenleiberl, das ist ein X-Large. Ja. Also das Damen-Shirt. Und die Brigitte hat nämlich mehrere gekauft. Hat dann in ihrer Anständigkeit alle gleich gewaschen, weil das mache ich auch nicht mit so Leibern. Vor allem bei den Leibern, was du von uns kaufen kannst, die sind super, aber wenn sie kommen, die stinken echt. Die Essig. haben so diesen Essigstank. Ja. Ist jetzt nichts Schlimmes, aber man will es nicht unbedingt tragen. Das heißt, das Erste, was passiert, eine in die... Bei mir genau das gleiche. Ja, genau. Was 2 XXL Herren
ist das. Nein, das ist doch das Damen. Das Ja, ist ich das mache ein Bild, das ein Damen. Damen-Shirt. Was du da gegeben hast. Bist du sicher, das ist ein Herrenlevel? Ich meine, du wirst es Ich hab's nicht ausgepackt, weil das ist nämlich wunderbar im Karton mit Seidenpapier wunderbar eingepackt, nämlich wieder wie neu, weißt Das hat's es ist eigentlich Es ist frisch neu, gewaschen, es ist ne? neu. Es ist nicht getragen, Nein. es ist frisch gewaschen, weil sie sich das angeschaut hat und gesagt, brauche ich gar nicht probieren. Und das hat sie uns sozusagen geschenkt, hat gesagt, du pass auf, bevor ich es zurückschicke, hat gesagt, geh Blödsinn, da habt ihr es, ihr könnt es ja wieder verkaufen, versteigern, was auch immer ihr vorhabt. Und daher, aber es ist Pavlacisti-Level. Also das müssen, jetzt habe ich die auch nicht mehr, glaube ich, da drinnen. Ja, ist es, nein. Oh ja, warte mal. Halt's durch. Und ich hab's nicht auch heute, ne? Das sagt das auch. Halt's durch. Es müsste dieses T-Shirt sein. Ja. Müsste dieses T-Shirt sein, 2XXL. Also nicht 2XXL, sondern 2XL. 2XL respektive XXL. Herren-T-Shirt, also genau das müsste es sein. Ich weiß gar nicht, was es kostet. Ich habe schon lange nicht mehr reingeschaut, was das kostet. Voll Profis haben wir, Nein, wirklich, ist es? Bei manchen Dingen schon, ja. Nein, es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Also im Business sind wir echt Flaschen. Die Buchhaltung wird schimpfen bei sowas. Weißt? Das ist immer, die Yvonne kämpft mit uns und das zu Recht. Richtig, Also richtig. sie kann nur das richtig verarbeiten, was von uns richtig kommt. Das stimmt. Jetzt, pass auf, aber jetzt fällt mir gerade ein, sag mal, Ackerl, hast du eigentlich so ein T-Shirt? Hast du eigentlich ein Pavlacisti? Naja, 2XL wie der Arzt, oder? Nein, das könnte ja schon passen. Ich hab XXL. Du hast XXL, ja. Du hast XL, ja. Ich hab XL, ja. Ich bin ja schlank. Ich hab XL. Ja, vielleicht Ackerl. Was hast du haben willst, schenke ich das. Also wir, Entschuldigung. Ja. Was hast du haben willst, schenke mir das. Schenke, das kann er ja. Kann er da Kann er leicht schenken. herschenken. Ja, da. Und falls der Ackerl sagt, nein, will es nicht, dann müssen wir es ausschreiben. Gegen eine freie Spende. Ich sag gescheitersten, oder? Was will ich verlangen? Das ist ja Das Blödsinn. ist ja Blödsinn. Das ist ja Ich Blödsinn. finde es auch, ist ja Blödsinn. Für eine Ich find, freie das ist ja Spende. Blödsinn, ja. Der Ackerl, der macht freie Spenden, weil der hat uns jetzt einen Haufen Videos wieder geschnitten. Das heißt, es kommt wieder neues Material, Live-Konzert technisch auf euch zu. Und ja, daher, wir werden es dann verschenken. Der Rudi Korbis hat das letztes Mal gekriegt, oder er war Den Hoodie, ja. den Hoodie hat er aber, irgendwas wollte er, ja, die Glocken wollte ich holen, ich weiß die ganze Zeit, die Drame um mich. Schau, Jetzt schreibt die Brigitte, wie es richtig ist. Das war doch anders. Es ist ein Damen 2XL. ja, weiß ich das? So, Jawohl. pass auf, überhaupt kein Thema. Da, nein, falsch. Aber auch das Pavlacisti, das gibt's ja, das gibt's als Dame, ne? Ja, oh ja, schau, da ist oben, rechts oben ist es. 16 Mal, die Ladies Edition. Bist du gescheit. Also Ackerl, auch was es hast haben wollen, vergiss es. Vergiss jetzt bitte, das ist wurscht für dich. Wobei, Da passen wir Ackerl. gerade mit einem Oberschenkel nicht einmal rein, glaube ich. Das ist Ackerl im Damenshirt, 2XL. so klar. Die schönsten Sätze Shirts habe ich zu Hause. Mit Autogramm und das eine war sogar beim doppelten Steurer dabei. Ja, stimmt. Das war in meiner Motorradtaschen drinnen, Stimmt. wie es mich hingehauen hat. Stimmt. Richtig, genau das habe ich dabei. Ja, wie ist das? Na, Patrick schenkt mir noch. Ich Bitte, schenke schenk mir dir nach. Da kenne ich nichts. Da mal was spielen noch. Ja, ich will die Glocken da spielen. Ja, ich meine, es ist ja. Die Plauderstunde ist Vormittag. Ja, du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen Gleich recht. zur Ordnung gerufen. Ja. Ja. Weißt du, das Muss bald fort. Geht noch ein Gefretes. Rudi Korbis. ja, machen wir es gleich. Ja, machen wir es. Passt. Bist du bereit? Ja, warte, ich muss ja sagen, der Ackerl sagt, die Bridget besser fällt mir das würdige Empfängen. Ja, das stimmt allerdings. Aber die Daniela, du hast Passt. du nicht, du hast doch die Herrenleiberl noch alle, gell? Das Du hast nicht die 2XL Damen- passt nicht, weil das ist sowas von klar. Ich Das, glaub das auch. Damen 2XL, das ist, da kommst Gut, das ist, Patrick, verrät dich nicht, weil ist zum so Schluss klar. sagst du, ja, ich habe alle in Damen-Shirts. Ne? Ja, Dann aber schauen wir blöd 2XL, rein. nein, das geht nicht, kann sich nicht aus. Ich glaube auch nicht. So Es wie das ist recht. Na, Patrick, was?
Ja, das ist so. Mach ein bisschen mit mehr Herz. Ja, das Ich ist weiß mit nicht. Herz, das ist Das so. kann sich nicht ausgehen. Nein, sag ich, wie es ist, kann sich nicht ausgehen. Nein, Ich schau mal gewandt auch aus, also da passe ich nicht rein. Ich muss mich entschuldigen für Tut, den tut mir leid. Das ist, Ja, aber ich glaube, die Damen sind recht. es sind noch enger, nämlich. Naja, so ein Damenshirt halt, ja. Ja. Aber dafür haben sie einen weiteren Ausschnitt, und, also da, ne, beim Hals. Mhm. Aber Daniela, falls du, aber ich glaube nicht, falls du Ready-Shirts hast und dieses noch nicht oder das haben möchtest, dann natürlich, weil ich kriege schon wieder Lieferungsaffen. Ne? Die kriegst allerdings du haben, die musst du dann mir bringen, gell? Weißt du, ich weiß das sogar schon. Da schau her, na gut. Der sagt mir nichts Neues. Ja? Für den Rudi Korbes, ein gefreites. Ja, wenn man unser Wärm betracht, da war's kein Wunder, wenn man lacht. Der Unterschied gegen frühere Zeit, da war's halt noch ganz andere Leute. Am Kirchtag drunter am Schottenfeld, da hat's noch kein Silbergeld. Die 20er, die sind umgeflogen, der Tisch, der hat sich bohnt. Ein Buchhändler, ein golden Wein, hat auf kein Tisch nicht gefällt. Doch schaut man heut, wie's zugeht dort, da drunter am Schottenfeld. Die reichsten Leute und Kriege gemacht, Fabriken zugesperrt über die Nacht, wo die Weber gewebt haben Seidenschein, steht auf so zusammen's Völlig ein. Von Buchhändeln ist längst keine Spur, heut schlägt da jeder hinterm Tor. A gesöchte Blunzen, das alles fehlt. Die Leute haben zu wenig Geld, ja, ein Frettis, ein Frettis, ein Frettis auf der Welt, ja, ein Frettis, ein Frettis, die Leute haben zu wenig Geld. Wer noch einen alten Schlag, wie's einmal war, kommt keiner nach. A Kernfigur mit Stöben benannt, her noch der Schnitt vom Sonntagsgewand. Ein Kipferland Zylinder dran, doch links ein bisschen Viereck schon. Das Manchester-Regel die Hosen gestellt, a Pfeifen hat nicht gefällt. So war der Wiener Bürgersommer, nicht stolz, nicht übertrieben. Doch schaut man heut den Nachwuchs an, was ist uns übrig blieb. A Tiger mit einem Drachenhut, der steigt die reinste Missgeburt. An Stiefeln keine Absitz dran, das Gewandel haben's vom Tandlerraum. Das ist so dünn wie ein Flusspapier, im Sarg sind's miteinander stier. Zum Auftragen jedes Masel fällt, die Leute haben zu wenig Geld. Ja, ein Frettis, ein Frettis, ein Frettis auf der Welt, ja, ein Frettis, ein Frettis, die Leute haben zu wenig Geld. So schaut's aus. Das sieht's aus, ja. Komplette durcheinanderseiende Arbeit mit dem Text heute. Ich weiß nicht. Weiß ich nicht, Ich weiß nicht. Überprobt Ja, sind wir schon wahrscheinlich. Glaubst du? Das wird zu viel probt. Ich weiß nicht. Sehr brav waren wir am Freitag. Heute waren wir wirklich brav, ja. Da waren wir wirklich sehr brav. Da haben wir wirklich sehr brav geprobt. Und wirklich innig, intensiv, lang. Das haben wir heute aber gleich gemerkt, dass wir das... Ja, das stimmt. Muss ich sagen, Stimmt ja. schon. Stimmt auf jeden Fall. So, die Leute haben zu wenig Geld. Dann haben wir unseren Podcast noch aufgenommen. Obwohl wir uns mit waren und das war aber sehr, sehr entspannend. Das haben wir schon Vormittag heute auch besprochen, für die, die auch Vormittag dabei waren. Ja. In der Früh, ja. Das haben wir ja schon in der 5. Woche. Der 5. hat begonnen, ja. Mit dem, ihr habt das jetzt genannt, Live-Podcast. Shit Chef Schauer, der 16 beim Live-Podcast am Morgen. Der ist gut. Der ist wirklich gut.
Also muss ich echt sagen. Freut mich wieder. Das gefreut mich. Das gefreut mich. So, Freunde der Blasmusik. Das ist schön. Ja, danke schön. Und weil du sicher schön Alexander Hauser, wer Brigitta und Georg schreibt. Jetzt da, brauchen wir zum einen eine mörderische Orgie an Rote Achteln für Georg Scheurer und Brigitta Scheurer zum 50. Hochzeitstag, die goldene Nahkampfspange Deluxe. Und zwar Schön. ganz liebe Leute. Ganz was liebe heißt? Leute. Freunde möchte ich fast schon sagen, Ja, weil wirklich wahr. so viel Kontakt zu tun gehabt. Der Georg Scheurer zusätzlich auch noch der Admin, der Administrator der 16er Burm Pavlacisti Fangruppe auf Facebook. Und was mir auch noch taugt als Otterkringer Schüler, er war beim Sushi. Jahrzehntelang eine der Galionsfiguren beim Sushi. Ja. Jawohl. Oh, beim Sushi. Und Sushi, das war quasi das Sportgeschäft In Otterkring. Otterkring, ja. Also die Zentrale war in Otterkring, wobei es waren ja 3 Geschäfte in Otterkring. Ja. Also in unmittelbarer Nähe auf der Otterkringer Straßen. Quasi neben Pepe Heurigen. Genau, ja. Dort in dem Gerätsel. Und dann gab es noch eine Außenstelle auf der Donauinsel. Genau. War mir mal Skateboarden dort und so weiter, weil das geben so ein Halfpipe und alles vom naja, ich war dort Skateboarden, heißt nicht, ich war gut. Nicht? Ich war im Überlebensmodus, aber naja, nein, ich war dabei. War halt eine Zeit lang, ist man halt statt irgendwo hin, im Park oder sonst wo, ist man quasi auf die Donauinsel gefahren und ist dort, man hat in die Halfpipe hast du nicht viel rein, das ist diese Halfpipe, die halbe Genau. Rohr, das halbe Rädel quasi, wo man fahren kann und da hast du nicht viel rein können, weil da sind ja die sind die das Profis können gefahren, haben, das ja, genau, Profis. Aber hat noch ein paar Mal noch Scheine tief und halt, ja, hat nicht, also ich bin da nicht, hab noch nicht viel Akrobatik gemacht, aber war so, dass ich halt zumindest fahren kann. Das war eh schon weit. Ja, war eh schon weit. Ja. Auf jeden Fall, das war also die Außenstelle, Sushi. Und der Sushi, also Schuh und Ski war die Ding. Und mit dem Sohnemann vom Chefe, der Christian, mit dem ja, sind wir eigentlich auch aufgewachsen. Das war sozusagen ein bisschen älter Das war als der wir. 10 Jahre älter, das war so die Zuckerl-Generation. Die 10 Jahre älter Ja, ein bisschen so jünger, ungefähr. ja, der ist gar nicht 10 Jahre, ein bisschen jünger ist er Zuckerlieser, ja. Der ist schon näher zu So, mir. Ach so, Näher zu schon, ja. mir, ja. Aber älter auf jeden So Fall. Dings, ja. Aber das war so diese Otterkringer Jugend. Otterkringer Landjugend, ja, genau. genau. Das war da war der Christian, das heißt, da bin ich auch mit aufgewachsen. Und wir haben schon gespielt auch schon für die Familie. Ja, haben wir schon, freilich. Ja. Natürlich. Also ich muss dazu sagen, der Name der Betreiberfamilie war Schuh. Also Schuh und Ski war sozusagen dann der Titel, der Name. Und der Georg Scheurer war beim Sushi. Und es gab nicht nur Ski Ja, dort, dabei. sondern auch Ja, für alles Sport. Fahrräder Alles. waren sie bekannt. Und alle Sportartikel, also alles. Ballsport, Ordner. Alle, ne? Richtig, Alles. das ist ein Sportgeschäft. Das war noch Ein großes Sportgeschäft. vor den Zeiten von Intersport Herbis und Ja, den ja, anderen. genau. Das waren einfach, Genau. wo es noch diese Einzelnen gegeben hat. Und das war der größte, eigentlich in Wien, von diesen Einzelgeschäften. Ne? Ja. Und das war legendär, weil da hat es dann immer gegeben, wenn du gekommen bist mit Schulzeugnis. Mit dem Vorzug. Ja, nein, ein Vorzug. Da hätte ich nicht hingehen müssen. Bin hingegangen, Ich schon. du hast keinen Vorzug gehabt, wo? Ja, erste Weißt du? Klasse Gymnasium habe ich gehabt, da habe ich die hast einen Vorzug gehabt? habe ich Taler bekommen. Schlecht, du bist ein Vorzugsschüler. Die größte Flasche, die ich kenne, ist ein Ja, Vorzugsschüler. ja. Ich weiß ja. Na, wirklich, Ja. oder? Vom Herrn Direktor Stöckl habe ich bekommen, vom Herrn Hofrat, damals Ja, sehr im Festsaal. Du, und was war in der zweiten Klasse? Ja, da war der Vorzug schon weg. Wirklich war das der In Vorzug? der zweiten Klasse habe ich da schon 2, 3 Jahre auch gehabt. Nicht? Was soll ich machen? Ich war mir ein Zeugnis gehabt mit 2, 3 Jahren, das war mein bestes Zeugnis. Ja, du, aber mit Vorzug hat man auch was gekriegt. Ich glaube, das ist noch, also ich weiß nur, man hat ein Geschenk bekommen, was war ein Kapperl oder ein Schweißband, irgend sowas. Wenn du in Schweißbänder waren immer Leibesübungen- beliebt, ja. ja, in Turnen. Stirnbandel hat es gegeben, damals auch noch. Ja, die Kapperl, die berühmten Kapperl, die Sushi-Kapperl. Sushi-Kapperl, genau. Legendär, die Sushi-Kapperl, das war diese Renn. Muss ich mal schauen. Ein Radlrennen vor Kapperl, oder? War das? Das war die Radlkappel mit dem eigenen Schirm auch drauf. Dieser Plastik. mit dem Das dünne Das Ding, dünne. es hat viel eingeschnitten, der Gummi im Schädel. Der hat viel eingeschnitten. Das ist das Kapperl.
Und, das hast, und da hast du ihn gekriegt, wenn du in Leibesübungen einen Einser gehabt hast. Das habe ich nicht gehabt. Ich schon. Da habe ich mir einen Zweier gehabt meistens. Ja, also. Ja, da war ich nicht so alt. Weil da weiß ich immer, wenn man Fußballspielerei war, das war immer Druck davor. Ja, ich habe auch immer Druck, aber ich. Nein, also, das wird ja nicht. Nein. Ja, aber das war sehr, sehr leibend, ja. So. Erzähl dem Gottfried nicht alles, wo ich mich herumtreibe. Da ist schon ja Franz eben. Hat er auch schon. Ja, der Georg Scheurer kennt ihn nur. Der Georg kennt alle. Ich vor nicht allzu langer Zeit bin zum Gemüsehändler meines Vertrauens in Floridsdorf gegangen mit meinem Onkelein. Ein Grieche. Und es hat sich halt ergeben, dass er gemeint hat, wir könnten ja einen Uso auch trinken. Ja. Und wir haben gedacht, naja, gestreitert werden will ich nicht. Ja. Und haben uns quasi in den Hinterhof begeben. Schön hergerichtet, steht die schon alles da, was du brauchst. Aschenbecher, alles da. Und da war noch ein zweiterer Herr, der auch einkaufen hat, wollte wahrscheinlich Gemüse. Mein Munkelein hat sich dabei ums Gemüse gekümmert und ums Obst. Und dann ist auch gekommen von uns. Auf jeden Fall haben wir. Habt ihr schon drei gehabt, ne? Und derjenige, der da gestanden ist, hat gesagt, jetzt sind wir ins Reden gekommen. Na, und wer ist uns gleich eingefallen, oder wer ein gemeinsamer Bekannter? Georg Scheurer. Georg Scheurer. Ja. Also Franz M. macht da keine Gedanken, das ist so. Wenn man einmal bekannt ist im Hause Scheurer, dann kann es eigentlich weniger mehr hingehen. Weil es wird dich überall irgendwer erkennen. Irgendwer kennt die. Oder Meldung machen. Auf jeden Fall am Land bei der Hochzeit, das werden wir jetzt den Scheurers präsentieren. Und was, sind jetzt die Achtelscheine gefahren für die Scheurers? Das habe ich gar nicht geschaut. Oh ja, jawohl. Jawohl. Die Achteln. Es achtelt. Mehr damit, her damit. Mehr damit, gehen wir. Olmer Staff ist auch da einmalig. Die Mäge, wir sehen uns wieder am Taschler, sagt es noch einer. Jawohl. Ja. 50 Jahre gehen sich bei mir und Max rechnerisch gar nicht aus. Ja, Daniel Schlögl, ich glaube, das will sich mit meinem Onkel auch nicht ausgehen. 50 Jahre ist eine harte Zeit. Es geht so was, ich meine, sag niemals nie. Man weiß ja nicht, die Medizin hat sich entwickelt. Wenn ich heuer heiraten würde, gangen sie das schon aus, eventuell. Ja. Bei 97 wird man 96, 97 Jahre alt, dann geht es ja aus. Ja, das kennt sich theoretisch. Könnte sie theoretisch ausgehen. Aber Aber so alt wäre ich nicht, das weiß ich schon. Na, das weiß man nicht. Das weiß man nicht. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ja, wenn wir sehen, was wir hören will, Ja. wie man so sagt. Ne? Jetzt einmal für unser Jubiläumspaar. Am Land bei der Hochzeit, ja, da geht's lustig zu, ja. Da wird gefressen, was Platz hat, und gesoffen mag nur. Musikanten schreit einer, ein Landler lasst's hören. Bei mir da vom Land und die Gestrampften so gern. Die Fuhrleute, die nehmen die Gang in die Hand. Und ein Musikant schreit so laut, als er kann. Ja, 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 ja. Wo ist die Dudel her mit der Trudel, dass ihr kennt den Tanz so gestrudelt? Da ist der alte Bossgeiger mal, jetzt geht die Garde an. Wo ist die Dudel her mit der Trudel, dass ihr kennt den Tanz so gestrudelt? Da ist der alte Bossgeiger mal, jetzt geht die Garde an. A Söcherin a Blade, ja so 90 Kilo schwer, ja. Die zahlt sie zum Tanzen ein Schneider daher. Der Schneider ging winzig und sie so drum. Und was er sich Plan tut, er bringt's nicht um den Dumm. Der Schneider, der schwitzt schon von Mühe und vor Blut. Aber was ein echter Schneider ist, der geht halt nicht noch. Ja, 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 naja. Wo ist die Dudel her mit der Trudel? Vier sonst als wie eine kleine Kreiterpudel. Oh, meine Zeichen, oh, meine Knie, gehst nicht weg von mir. Wo ist die Dudel her mit der Trudel? Vier sonst als wie eine kleine Kreiterpudel. Oh, meine Zeichen, oh, meine Knie, gehst nicht weg von mir. Eine Dame war unlängst beim Wettschwimmen rund, ja, mit ihr als Begleiter so ein Eselstraumhund. Aber ohne den Karo
geht das Weiberl nicht aus. Drum lasst sie aber nicht zwingt dem Weg schwimmen zu Haus. Ein Tempo und sie springt schon ins Wasser hinein. Aber gleich hinten noch das Hundsviech, ganz zierlich und fein. Ja, 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 ja. Vorn schwimmt die Dudel, Gansel, Wudel, Wudel, bumst die Balz bei der Fiersch und der Pudel. Vorn liegt der Preis, hinter das Fest, jetzt so mit Schwimmen drehst. Vorn schwimmt die Dudel, Gansel, Wudel, Wudel, bumst die Balz bei der Fiersch und der Pudel. Vorn liegt der Preis, hinter das Fest, jetzt so mit Schwimmen drehst. Schon lange nicht gespielt, aber leider. Lang nicht gespielt. Eine unserer ersten Nummern, auch weil wir ja heuer 30 Jahre Richtig. 16er Buben begehen, war eine unserer ersten Stickeln, die wir gemeinsam gespielt haben. Ja. Einer dieser berühmten Nummern. Und ich sage mal so, das Einser-Repertoire, was ich meine, das ist für mich immer das, was wir auf der Steirischen gespielt haben. Ja, genau. Das ist für mich das Einser-Repertoire. So, auf jeden Fall war das quasi unser Einstimmungslied. Und jetzt natürlich, bei 50 Jahren, hat natürlich sowohl der Georg als auch die Brigitta Ja, das glaube ich. einen Wunsch frei, einen Liederwunsch, den wir ihnen jetzt natürlich sofort erfüllen werden, nachdem ich gestimmt habe. Weil wenn es mir mal auffällt, dass es nicht stimmt, dann ist halt einmal dunkel. So. Und Das Stimmen der Gitarre ging sich heute vor der Pavlatsch wirklich nicht mehr aus. Ja, das haben wir echt die Zeit gesehen. Und dann haben wir erst das Mikrofon auch noch. Das war ja dann ein Zufall, dann, dass wir das überhaupt bemerkt haben. Noch, ne? Aber es war lustig, wenn wir beide aufgeschaut haben. Wenn wir beide aufgeschaut haben, das war schon für mich Da fällt ja was jetzt. Erlebnis. Ja, ist ja so, machen wir. Ui, erwachelt. Du, während ihr mir nachschenkt Ich schenke dir Und- nach. Sehr zum Wohle, mein Lieber. und während hier überlegt wird, hau ich mir eine selbstlos. Ich bedenkt, sie braucht 6 Kronen. Ja. Und ja, an sich, im Großen und Ganzen kannst du mir brauchen auch Geld. Und nein, also wem das taugt, wem die Musik taugt, der möge uns bitte ein Schmattes in den virtuellen Hut haben, mit dem wir quasi ansammeln gingen. Das wäre echt leid. Und der erste Schmattes ist schon da, 25 Euro von Brigitta Scheurer. Nicht das, Moment. Patrick, da musst du leiten müssen. Die Schmattesglocke. Schmattesglocke. Jawohl. Schaut sie her. 25 Euro von Dankeschön. Brigitta Scheurer. Danke vielmals jetzt einmal auf dich und auf euch. Jawohl. Zum Wohle. Aber eigentlich habe ich gesagt, du sollst ein Lied wünschen, nicht ein Geld umreiben. Aber nehme ich auch natürlich, ne? Ist keine Frage. Natürlich. Das haben wir nicht. Bei ich habe gerade die Glocken noch mal gehört von oben. Achso, das kann sein, ja, das kann sein. Ja, auf jeden Fall. ist Gut schon- schon. Himmelslinie für Brigitta und Graseltanz für mich. Jawohl. Patrick, für dich, der das damit zusammen was ist, Skyline ist gemacht. Das geile Himmelslied, ich meine, so weit. Naja, was? Ich weiß ja oft bei dir nicht. Ich bin jetzt überhaupt Nein, ich sag verunsichert. gar nicht. Jetzt, wo ich weiß, dass der Vorzugsschüler auch noch warst. Ein Einmal. Strebersau. Das ist Einmal. nur einmal reicht. In der Volksschule sowieso, nicht? Da haben wir eins gehabt. Ja, in der In der Volksschule sowieso. Also nur eins habe ich nicht gehabt, aber ich, eins und halt 1, 2, 3, Sehr 2. gut, sehr gut, sehr gut. Ja. Aber da gilt es nicht. Ich meine, da hast du, wenn du Deutsch gehen hast, also wirklich, das ist, da hast du schon gewonnen gehabt. Es war so. Ja, bei uns war es in der Volksschule so. Ja, nein. Eine schöne Zeit bei mir, ja. Ich Bei habe die mir, Schule ja. immer Ich weiß, gehasst. aber schon oft Ich nicht, hab ja. die Schule immer gehasst. Aber es ist wurscht, aber es war, ich habe eigentlich nur Einser. Ich habe aber nie nur Einser gehabt. Also das ist eine reine Einser. Aber 2, 3 Zwarer waren immer dabei. Aber Volksschule, das rechne ich nicht. Das ist einfach, das war, nein. Gymnasium, wo die her, aber da warst ja du Vorzugsschüler. Also da warst ja du ein Streber. Einmal, ja. Ja, das reicht einmal. Wenn ich das gewusst hätte damals, die 16, Gott sei Dank habe ich es nicht gewusst. Das hätte wirklich hindern können, das ist eines der genialsten Nur dazu war Barclaying. dann, in der 4. Klasse durftest du ja, glaube ich, keinen Vierer haben oder was, sonst hättest du nicht in die HTL, dann hättest du eine extra Prüfung Ach so. machen müssen in die HTL und so weiter. Das war
Oder irgendwas hat es da so irgendwas, irgend so ein Klausel Das hat's kann schon da gegeben sein. damals. Ja, Das ist ja. da ein bisschen ein Wer auf- vager Numerus Clausus mehr oder weniger. Aufnahmeprüfung hat sowieso gegeben in der HTL. Ja, eben, ja, Die ja. ganzen früh mit Tag dauern. Ich weiß, die hat es gegeben, ja. Ja, ja. Bin ich gleich gar nicht, also habe ich schon. Ja. Ich war ein Streber, was soll ich machen? Ja, du warst ein Streber. Ja, Sehr schön. Neben die Herrschaften, schau wieder mal kurz vorbei. XC-Man. Jawohl, Warum nur servus. kurz? Mach da Flasche auf, setz dich hin, genieße den Abend. Schön, dass du dabei bist. So, das heißt, weit geht das Auto, schaut aber so. Servus, Also auf der Tele sagen, fangen wir an mit den Graseltanz. Graseltanz, ja. Mit dem Graseltanz auch. Oder mit Skyline und dann in F-Graseltanz. Können wir machen. Dass wir es direkt, Machen wir's direkt, machen wir so das wie so. das Hochzeitspaar ja auch verbunden ist, Genau, so wollen machen wir auch die das. zwei So machen Wunschlieder wir das. Na, sicher, verbinden. genau so machen wir es. Passt. Sind wir dabei. Sind wir dabei. Bitte den Einlauf. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig und manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin, den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig und manchmal auch fertig, zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Jo, ich trau mich nicht hin, sitzen drüber drinnen. Sind schwarze Männer, dann die Leute umbringen. Die haben mir nicht gefressen, mich Kuh in Ruhe angeschmiert. Aber den holt der Teufel, der sich da ignoriert. Aber den holt der
Johannes in Köln muss an allein auf verholen. Dabei haben's die Räber sein Gladl mit Geld gestohlen. Dann botten's die Stalltieren, die schreit, gebt's mir Ruhe, jo. Overdreiber, die lachen und bocken fest zu. Overdreiber, die lachen und bocken fest zu. Auf einmal, da geht die Tür auf. Kommt der Grasel rein. Der schreit, es verloten, hocht's noch ja grad auf mich. Lass geschwind die Tieren los und geht's im Wirten sein Geld. Wir holen uns von der Rechenlein oder das was uns noch fehlt. Wir holen uns von der Rechenlein oder das was uns noch fehlt. Jawohl, das Potpourri Deluxe jetzt für die Familie Scheurer. Brigitta und Georg Schurli. Jawohl. Und mit denen wünschen wir das Gute, Allerbeste alles für die Gute. Zukunft. Für die Zukunft. Patrick, muss jetzt Ich habe was aus dem Augenwinkel gesehen. Ja. Wo ist er? Da ist er. Da ist er! Der Jofze. Vielfalt vom Jofze. Peer Character, cheerfully blowing a party horn. Bitteschön. So schaut's aus. Ja, Jawohl. Jawohl. Jofze, danke schön. Dankeschön. Jawohl, Prost. Ja. Die Schmattesglocke. Zum Wohle. Danke, Jofze. Und jetzt gleich noch mal einen Schluck an ordentlichen. Also, wart, bevor wir da hinkommen, noch mal jetzt einen ordentlichen Schluck. Als Abschluss Ja. jetzt dieser Huldigung. Brigitta. Brigitta und Georg. Auf euch. Bleibt so ein Satz. Ich muss schon wieder die Glocke betätigen. Ja, du musst mir nachschenken. Wildcat, danke, 5 Euro, Dankeschön. Weiter. Character holding their head in their hands, saying, "You're my number one." So kann ich überhaupt nichts lesen. Warte. Wieso? Ja, aber das. Ja, das musst du umstehen. Ne? Es steht sich aber recht, Freunde. Bitteschön. Ja. Ja. Wildcat. Danke schön. Gib doch noch einen Schluck. Schon genug bei mir. Was ist das? No, was Ja, ist so ein kleines Schluckerl. Zum Wohle, danke dir. Wirklich zum Gewöhnen. Andreas Müller ist da. Guten Abend und grüß euch alle miteinander. Habe Servus, die Andreas. Ehre. Große Freude. Und jetzt, ich muss da ein bisschen Platz machen. Da. Haben wir jetzt schon eine Idee mit dem Leiberl? Haben wir schon eine Idee? Wo ist denn jetzt? Wie wir haben? Das soll uns schreiben. Pass auf, wer es haben will, kriegen eine freiwillige Spende. Wo habe ich es denn? Da. Das oben rechts ist Leiberl. Ja, das gibt's, Ladies Edition in 2XL. Und schreibt uns, pass auf, muss ich wieder da woher? Mein Gott, nein, so ist so umständlich, was ich da mache. Wo ist jetzt der? Na, was ist jetzt? Da was oder? Ich hab das Ding gar nicht mehr. Die Adresse, E-Mail-Adresse. Wieso? Die habe ich nicht mehr. Boah, hat er mal rausgehauen. Ich dachte, was brauchst du das? Das ist die Telefonnummer, die hilft euch ja nichts. Telefonnummer hilft da nicht mehr. Pass auf, nein. In der Zwischenzeit begrüße ich Josef Dattel. Pepe! Servus. Von wo ist er denn heute? Ich meine, von wo schaut er uns zu, meine ich? Von wo ist er heute? Das ist schon gut. Der Tag ist schon lange heute. Nee. Wie geht's euch? Danke, Josef, uns geht's gut. Ich hoffe, bei euch ist auch alles in bester Ordnung. Jetzt sag einmal. Ich glaube, es ist in der Bodnack Bodemann.
Mein Maggie schreibt auch schon, jawohl, unser Bademeister, der Josef. Da habe ich eine Idee. Was hast du für eine Nein, Idee? ich schreibe da an. Ja, wurscht, pass auf. Er macht eine neue. Erst, wie heißt das? Büro, gell? Rutger et Buero, ja? Na, Rutger et Buro. Ah, Ja, du bist da, weißt, das ist Büro auch- et 16er.at. Rutger et Büro, das habt ihr geschrieben. Rutger et Büro. Schreibt eine Mail, das könnt ihr gleich geht's aufs Salz schicken. Aber Büro geschrieben mit Buero. Buero, glaub ich. gell? Ja, Du genau. glaubst du es oder was? Nein, das weiß ich, ja. Naja, alles dann. So schau her. Da schau her. Aber der schafft es wirklich, mich so zu verwirren. Ja, jetzt bin ich schuld, dass du der Vorzugsschüler. Er schafft Du wirst ja doch noch eine E-Mail-Adresse merken mit Latenz im Zeichen. Vorzugsschüler. Vorzugsschüler, sogar mit teilen. Ja, das ist so, Weil für ich- 500 Euro, da Maria Dresden, nein, so, Nein, das hat man nur gekriegt, das hat man da nicht den Vorzug gekriegt. Das Ja, hat ja. man bei der Matura aus. Nein, das Maria kann Therese aber Dollar. Ja, aber kann Maria Therese Dollar. So 500 Weil die Maria Therese Dollar hast du gekriegt, Weil wenn du Matura mit Ja, Vorzug. die habe ich schon nicht mehr, wa? Das ist, Ja, gut, aber das ja. ist schon. Mein Vorzug war bestanden. Das ist das Wort, das hat ausgereicht. Also Freunde, ich bin im Boot. Josef Dartl in der Badewanne, jawohl. Super Sache. Wörtler, ja. Die hat im Ackerl was leider nicht vergönnt. Ja, was soll ich machen, mein Lieber? Ja. Ich hätte es gegeben, wenn es nicht. Ich meine, ich gebe das Damen-Shirt da, aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das. Nein, das ist nix. Spirkissimo Spirktastisch. Grüße Georg Brigitta, jawohl. Jawohl, danke euch, meine Lieben. Ja, so schaut's aus. Also pass auf, wer das Leiberl haben will, wie gesagt, nicht getragen, aber einmal Ja. gewaschen. Ja, So muss man, kann man es wirklich sagen. tragebereit sozusagen. Tagebereit, ja. Wie ein altes Ehepaar, sagt der Allmeister auf zu uns. Da wurden aber 30 Jahre. Ja, was soll ich da sagen? Weil ich meine, eine gute Hochzeit schaffen wir wahrscheinlich so nicht, aber eine gute, also man, wenn es uns jetzt 20 Jahre noch gut geht und wir nicht eingängen und die Politik sich nicht überlegt, vielleicht doch die Musik zu verbieten oder verbieten, so, was, das ja. kann ich alles jetzt Was so macht man? machen, dann, Haben wir gute Chancen. Gute Chancen haben wir sicher, ja. ja, mehr als die Hälfte haben wir schon. Ja, dann haben wir gute. Vor allem, weil man so ausschaut, wie die anderen Musiker in Wien alle alt geworden sind eigentlich schon. Ja, eben, stimmt. Bin jetzt heuer wäre ich 47, 20 oder dazu 67, 66. Ja, also, das- es wird sich fangen wir hoffentlich geht es sich aus. Ne? Da haben wir unsere ersten Gruppis. Das wird wahrscheinlich. Ja. Ich begnüge mich mit Hustensaft und Vic Waldbaum. Der X-Semen. Ei, Ich habe ei, gelesen im ei, Augenwinkel. Ja, der X-Semen ist Bedient vergütet. quasi. Ist vergütet. Leilon, haut's eine. Für ein X-Semen, bitte. Ich weiß, manche mögen dann vielleicht sagen, jetzt wird es ein bisschen inflationär behandelt, aber was so ist. Wo wir die Achteln brauchen, dort brauchen wir sie. Bitte haut's eine für ein X-Semen, rote Achteln, dass er rasch und vollständig genesen wird. Ja. Sagt er, genesen wird? Genesen wird, ja. Gesund wird. Naja. So, zurück zum Leiberl. Also Schüler. wer, ich bin ja keiner. Du, und du weißt immer, ja, Rotger et Büro, Ja, es ist spät am Abend. doch die größte Flaschen, das ist ja Was soll Wahnsinn. ich machen? Hat er einen Vorzug? Ich habe einen schweren Arme gehabt in der ersten, ja. Ja, wurscht, aber ich hab nie einen gehabt. Und nimm mich hier als Beispiel. Intelligenz, quasi mehr oder weniger in einem. Bitte? Nein, Du, pass auf, wer will das Leiberl haben? Wer will das Leiberl haben? Der schickt einfach eine E-Mail, büro.16.at, braucht aber nicht dazu schreiben, was er zahlen hat oder so. Einfach schickt das Leiberl. genau. Wir können ja uns überlegen, wann das wer will, dass wir auch irgendwie darauf unterschreiben, wann es wer will. Eine Widmung drauf. Keine Ahnung, ob das, weiß gar nicht, zum Beispiel, ich wollte das gar nicht. Was mache ich mit einem Leiberl, was einer unterschrieben hat? Unterschrieben hat, ja genau. Das kann ich nicht anziehen, weil sonst beim Waschen geht das vielleicht aus oder so, aber da gibt es so Textilstifte oder was. Das ist ja wurscht. Also wenn jemand möchte, Gibt's, ja. kann er das haben mit einer Widmung von uns. Wenn es mehrere haben wollen, dann machen wir intern schlicht und einfach, müssen uns einfach vertrauen, dass wir das bestmöglich ehrlich, also wirklich irgendwie machen, dass wir das halt auslosen, wer es kriegt. Oh ja, das lose ich wirklich aus. Da schreibe ich ein paar Zettel, das haus in eine Karte rein ja, und das viel so wie es gemeint, und aber, dann Dings. aber wir werden das jetzt nicht beim Notar machen. Ne? Nein, das werden wir nicht machen. Nein. Aber da vertraust du uns, dass wir da wirklich von allen Zusendungen an die E-Mail-Adresse rutgate.büro
Sag's nicht 100, weil die Leute schreiben wirklich Nein, nicht. so eingeblendet. Büro jetzt Ja, aber 16er du weißt, Punkt.at. weil das ein Mensch ist, der das durchs Hören, der tippt schon verkehrt ein. Oh, okay. Kriegt er nicht die E-Mail, da krieg ich schon die Anrufe, kommen dann zu mir. Nicht? No, die so- E-Mail geht nicht, die E-Mail geht Ja, nicht. nicht pass auf, dann gehst du auf die Homepage und dann gehst du auf Kontakt. Was dort steht, Büro jetzt 16er.at. Genau so ist es. Auf jeden Fall dort schreibt sie, Betreff, ist wurscht so viel, das kann man nicht, also das findet man schon, betrifft sich halt irgendwie Damenleiberl oder Damen-Shirt. Betreff ist sowieso immer sehr angenehm. Ja. Und da schreibt sie, was man so haben wollt. Und mir, dann das, falls mehrere sind, auslosen. Und falls ihr einen Widmungstext oder irgendwas gewidmet haben wollt, schreibt es auch dazu. Und wir geben dann Bescheid und demjenigen schicken wir es dann, schlicht und einfach, Genau. und freuen uns über eine etwaige Spende an Schmattes. Wenn nicht, dann nicht. Also wir verschenken es mit der großen Hoffnung auf einen kleinen Schmattes. So können wir das machen, oder? Ich glaube, das klingt nach einem Plan. Falls wir keine Zusendung bekommen, dann kriegt der Ackerl, soll er machen, was er will. Der Acker schreibt, aber schreibt auch was, wenn es für mein rechtes Bein gut wäre, dann könnte es Maggie passen, meint der Christoph. Meint der Ackerl. Der Maggie, Ja, für die Mege ist das ist genau das andere Gegenteil, die Maggie. Weißt? Das ist Ja, die Patrick. Opposite. Die Opposite Side. Der Patrick, Die das Opposite, ist ein nicht? Wahnsinn, das ist ein Wahnsinn. So, weg damit, also ihr kennt euch aus. Ich meine, es ist halt so natürlich, dass wir ja logischerweise fast nur Männer haben im Zuschauen. Also nicht logischerweise, sondern logischerweise deswegen, weil das weiß ich von der Zuschauerstatistik von YouTube, dass also der erheblich größte Teil, also über 90%, männlich ist. Eigentlich furchtbar. Weißt du, schön, dass du da seid, aber Nein, wo sind die Gruppen? ja, mir ist es groß, Hauptsache, also mir ist wichtig, dass die Leute das gerne haben. Das Der sicher. Rest ist mir eigentlich wurscht, aber natürlich ein Damen-T-Shirt ist natürlich schwierig. Aber vielleicht hat ja jemand eine Dame daheim, wo er sagt, das könnte passen, das könnte leibend sein. Ja. Wäre eine Möglichkeit. So, jetzt drin ein Schluck, Patrick, was spielen wir jetzt an? Ja, die Maggie haut sich schon an über den Acker. Nicht? Gefällt mir, genau so ist es. Da der Ackerl ja eh meine Schwägerin ist, passt schon ein Damen-Shirt. Bravo Daniela. Frau, super. Bravo Daniela, ist ein Insider natürlich. Aber ein guter. Jetzt bringen wir meinen Wein zusammen. Spontan, ohne Noten, ohne irgendwas. Ohne was? Ja, machen wir Bringen wir es hin, das kriegen wir hin. Wien ist immer schön, hast du es, gell? Ja. Mein Wien ist schön zu jeder Jahreszeit. Im Frühling zeigt es sich im Blütenkleid. Im Sommer aber über Nacht sind alle Rosen aufgewacht und Wien brilliert mit seiner Pracht. Im Herbst, da ist mein Wien ein bunter Traum. Mit seinem Farbenspiel an jedem Baum. Und wenn die weißen Flocken wehen, Wolzer gegen leise fliehen, dann spürt man, Wien ist immer schön. Im Herbst, da ist mein Wien
Und wenn die weißen Flocken wehen, Walzer, Geigen leise fliehen, dann spürt man, Wien ist immer schön. Viele schöne Nummer. Schöne Nummer, ja. Du willst uns noch gescheit einlernen, Fritz Billigran, ja. aber ich finde es eine schöne Nummer. Ist ja, wie Schöne sagt man, Nummer. so ein Poesie in der Musik, wie sagt man da, die Ton, wie sagt man da? Nicht Lyrik. Das sagen ein Chanson. Nee, nein, Ein ich meine was Chanson. anderes. Ich meine Was was meint anderes. er? Was meint er? Wie Na, was heißt meint das? Ein literarischer Begriff in der Musik. Der Schubert hat oft so Lieder geschrieben, wo er dann gesagt hat, das ist ein Ein Schubert-Lied. Alter, der Vorzugsschüler macht mich fertig. Der macht Na, was mich willst fertig. du der gescheite Antwort haben? Ja, nein, Das ist ja- natürlich. Na, wie heißt denn das? Also, so, es gibt einen Begriff aus der Poesie, aus der Lyrik, Poesie, aber für der gleiche Begriff, aber verwendet für ein Lied. Unter anderem Schubert hat viel so nicht Tondichtung, aber so ähnlich. Da gibt es einen Begriff. Ein Tonbild, ne? Das ist aber instrumental. Nein, Tonbild ist nicht. Nein, aber so ähnlich. Susanne Faber, ja, Wolfi Acker, der Schuss von der Mama. Ja, na, Susanne, mach wir da. Heute bist du mal wieder dran, unbedingt. Ja. Der Junkie hat die Achtleine. Was ist ausgemacht? Daniela Strigl, was ist ausgemacht? Für gutes Essen bin ich sogar der Schwieger. Na so, na gut. Franz ja, liegt wahrscheinlich daran, dass die Männer das Internet bezahlen. Ja, mitunter. Spoiler-Alarm, die Männer sind nur zum Saufen da. Weißt du. Jawohl. Nur der Josef Tadl geht schon schlafen. Josef Dartl, ich wünsche dir ein angenehmes Flobeißen. Jawohl, Vierte jawohl. Gott, servus. Jawohl. Ja, erst, wer heißt denn das? Was meint er? Bevor ich Das ist eh wurscht, fällt mir nicht ein. Es fällt mir nicht ein. Aber auf jeden Fall ist es für mich ein Gedicht, ein musikalisches Eine Dichtung. Gedicht. Ja, Ja. Dicht. Symphonische Dichtung. Symphonische Dichtung. Ich glaube, dass ich das gemeint habe, ich weiß aber nicht. Auf das war ich jetzt nicht gekommen. Bei Ich dem glaube, das hat Stück. der Schubert auch gar nicht. Bei Gell? dem war ich nicht Glaub gekommen nicht. drauf. Nein. Das ist was anderes. Vielleicht wäre was anderes. Aber schön, gemeint. aber schön. Aber es ist ein schöner Begriff, symphonische Dichtung. Aber es ist ein sehr romantisches Lied. Ja, Also ja. Schubert Ich mein- passt, der Schubert war ein Romantiker. Wie wir wissen. Wenn Ne? man wissen, alles braucht, Schuppen. Wie heißt das? Also die Tripper. Tripper und so. Oder? Du, aber Syphilis und so. symphonische Dichtung, das müsste ja eigentlich nicht der Musiker liegen im Bereich, sondern im Bereich der Installateure. Nicht? Weil du hast da ein Syphon und der muss auch dichten. Der war ne? die Symphon, der war die Die Siphon. symphonische Die Dichtung. Siphon. Die symphonische Dichtung. Ja, Wegen einem Wasserablauf. Die gurgelt immer so, warte. Ein Wahnsinn. Ein Weil das Wahnsinn. nichts mit den Gurgelliedern zu tun hat wieder. Die Zigorilla vielleicht. Die Zigorilla. Du, pass auf. Muss ich Schluck alleine nicht mehr. Also Fiakerli, du hast schon lange nicht gemacht, Ferkel oder? haben wir schon länger nicht gemacht. Ich glaube auch, ja. Ich glaube. Der zittert, ist schön genau. Bitteschön. Und Klausi, was war jetzt beim Fahrtechniktraining? Michael Unger, gute Frage. Gut, dass du Das stößt. war eigentlich was für die Morgenshow. Eigentlich ja. Eigentlich ja. Eigentlich ja. Aber Michael Unger, bist du in der Morgenshow? Nein, da bist du nicht. Du bist der Oh ja, warst du du dabei? bist in der Oh ja. Morgenshow. Nicht immer, aber Ich werde es morgen beantworten. Bist morgen in der Morgenshow dabei? 9 Uhr. 9 Uhr. Für Ja. alle? Blenden, einblenden, Ja, einblenden. warte mal, einblenden. Weißt, du bist gut. Einblenden. Das habe ich da gar nicht. Wo bin das? Da habe ich irgendwo was. Ich kann nicht spontan. Schon. Jesus, nein, was habe ich denn jetzt da? Na, dann blend lieber nicht, dann machen wir es nur verbal. Die Ankündigung, nicht? Montag bis Freitag, 9 Uhr. Die ist weg. Oder kommt noch? Nein, die ist weg. Die habe ich nicht mehr. Wieso habe ich die nicht mehr? Verstehe nicht. Was wollte ich denn einblenden eigentlich? Die Morgenshow. Ja, aber die finde ich nicht. Nein, ist ja wurscht. Finde ich nicht. Pass auf, ich blende dafür was anderes ein. Was Wichtiges, am Mittwoch.
Das blende ich ein. Schau her. Jawohl. Am Mittwoch, meine Lieben, Ein Zusammentreffen von 6 großartigen Typen, Musikern, Musikanten. 6 Leute auf der Bühne. Einer davon ist einmal Vorzugsschüler gewesen. Das müsst ihr dann raten, wer es war. Könnte ja das noch jemand dabei Glaube ich sein? nicht. Du warst sicher, nein, sicher sind alle leibend. Eben. Nicht so wie du. Dann keine Vorzugsschüler dabei. Blödsinn. Dann haben wir Jack Herbert, wenn man nicht Da kann schon sein. ein Bassist. Der Tom ist auch gescheiter. Der Bär auch mal, da in Kolsburg. Nein, der Bär, glaube ich, der war sicher kein Vorzugsschüler. Hat aber Matura, ja. Aber Vorzugsschüler glaube ich nicht. So ein guter Schüler war er nicht, hat er gesagt. Aber auf jeden Fall Blueschrammeln, Klassiker. Patrick, da muss ich zuklären, aber sonst sieht man die nicht. Achso, ist das. Das ist jetzt eingeblendet, ja. Deswegen muss ich so sitzen. Ja, so sitzt es gut. Da ist sieht gut, man ja. uns beide. Ja, Und passt. Und die Einblendung. Die Einblendung. das Swipe nach rechts, das könntest du jetzt vergessen, das ist für was anderes gedacht gewesen. Aber das habe ich jetzt geschwind reingehauen. Also am Mittwoch ist auch noch plätzfrei. 20.03. kommt es noch quasi, es ist Grinzing, es gehört zu Grinzing, aber es ist nicht dort im Ort Grinzing. Das ist in der Iglerseegasse. In der Iglerseegassen 10, der Weingut Henkel Haselbrunner. Dort spielen wir auf. Blues, Rock, Wiener Lied vom Feinsten. Die Daten findet ihr natürlich alle auf der Homepage. Ich freue mich schon drauf. Das wird sowas von Leiband wieder. Unbedingt. Unbedingt wird super. Vor allem Super Burschen, Überleibend. Es kommt eine Freundin der Familie mit. Meine Mutter kommt auch aus den Kirchen nicht. Also die Freundin der Familie nimmt sie mit. Das ist ja schön. Und das ist eine Ärztin in Ah, du. Pension. Eine Ärztin in Pension. Und das ist leibend, weil ich krieg da meine Zeckenimpfung. Okay, kannst du nicht eine zweite mitnehmen? Ich brauche den. Soll ich sagen? Ich weiß nicht, ob es noch ausgeht. Soll ich sagen? Oder was? Ich brauche gar nicht. Also, nein, weil ich hab schon gesagt, ich was ist denn ein Vorzugsschüler? Peter Brachter, ja, unserer weiß das nicht. Das ist Ach einfach, Gott, nein, das betrifft nicht. Das Da betrifft, wird jetzt die nächsten Ja. Jahrzehnte wird auf dem miteinander gereden. Uli Winter war der Vorzugsschüler, glaube ich nicht, Christoph Acker. Aber es kann sein. Kann sein. Es geht schon sein, stimmt schon. Das ist 5 Vorzugsschüler, einer nicht. Wahrscheinlich wird sich Wahrscheinlich herausstellen. wird sich rausstellen, ich bin die einzige Flaschen in der Truppe. Ja? Das wird eh so sein. Ja, furchtbar. Ja, und auf jeden Fall, die bringt ja alles mit. Und da habe ich gesagt, super, da kannst du mich dort impfen, wenn wir da zusammenkommen. Ne? Das ist ja wurscht. Na, optimal. Und jetzt hat sie gesagt, aber sie kann mich erst nach dem Konzert impfen, oder will sie erst, wegen den Handbewegungen. Nicht? Weil man sollte an den Arm, was geimpft ist, nicht jetzt massiv Geil, betätigen. die Corona-Impfung gekriegt, hab gespielt nachher, nicht? Aber Ja, gut. Ja, aber die Armbewegung hält sich an Grenzen, das ist ja kein Ding. Ja. Aber wenn ich da Gas gebe, was glaubst du? Ne? Aber auf jeden Fall habe ich gesagt, ja, man muss sich dann überlegen, was schlimmer für die Impfung ist. Ne? Die Bewegung des Armes oder dann der Alkoholgehalt im Blut. ja, das ist die Frage. Ja. Ja, das ist, weil das ist, beides geht nicht. Ne? Den Arm ruhig stehen und nichts trinken, das Nein, geht das nicht. ist schwierig. Dieser Moment wird sich nicht finden am Mittwoch. Das wird einfach so sein. Aber auf jeden Fall finde ich es leibend, weil das sind eben noch gute Menschen. Da habe ich gesagt, pass auf, check mir das. Ich check das. Wann bist du wieder draußen in den Kirchen? Ich gesagt, ja, weiß ich nicht, aber ihr kommt jetzt zum Konzert, ja, dann bitte. Optimal. Ja. Das ist so, wie bei den großen Stars, die dann auch aufgeregt haben, hinter der Bühne die Infusion oder irgend sowas. Das hat andere Gründe. Ach so, meinst du? Man kann Zeckenimpfung. Elvis Presley bekannt, jetzt starb an der Zeckenimpfung. Ja, genau. Ja, Patrick, das ist nur der Neid, sagt der Franz M. Franz M, warst du auch Vorzugsschüler? Sag nicht nein. Sag nicht ja. Bitte. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Überleg für mich, filmen müsst ihr sagen, ob ja, na sicher filmen. Na ja, nein, aber da kommt, ich weiß ja nicht, es zahlt sich nicht aus. Filmen, es zahlt sich nicht aus, weil mit der Anlage und der Raum ist klar. Das ist einfach vom Ton her erfahrungsgemäß, das wird nichts. Nichts Sinnvolles. Das wird dort nicht gescheit. Platz ist dort auch nicht wirklich, weil das alles. Zum Filmen ist dort eng. Das wird Aber eng, das Acker ist natürlich, dort eng. selbstverständlich kann sie jederzeit kommen. Das ist wenn sie möchte. selbstverständlich. Darf man, wenn man geimpft wurde, nicht saufen? Ich weiß nicht, Micha. Ich Nein, bei der Zeckenimpfung ist das wurscht. Nicht, dass es euch nicht gut geht nach der Zeckenimpfung. Naja, nach Zeckenimpfung, also das ist, ich muss jetzt wirklich sagen, das ist die einzige Impfung, die ich wirklich sinnvoll empfinde. Also, man weiß nicht, gut, Masern, Tetanus ist auch nicht Tetanus, genau, Tetanus das habe ich ja. gemeint. Tetanus habe ich auch, aber Tetanus nur und Zecken, ja. aber Masern zum Beispiel habe ich ganz normal gekriegt. Ich weiß nicht, warum sie jetzt die Panik haben wegen Masern. Das war bei uns nicht einmal ein Thema irgendwie. Das war aber auch nicht irgendwie so, dass Jesus hat der Burt Masern. Bei uns hat jedes Kind irgendwann Masern gehabt. Ja, ist so.
Aber ich kann mich nicht erinnern, dass es da eine Panik gegeben hätte. Ich meine, ich weiß nicht, vielleicht ist Masern doch ernstzunehmendere Krankheit. Es ist eine ernstzunehmende Krankheit, aber nicht. Als geglaubt, aber es war bei uns überhaupt keine Panik mit Mann. Du bist einfach daheim geblieben und aus. Das war's, da war sonst nichts. Und ja, ich weiß nicht, ich habe das überhaupt nicht als eine schwere Krankheit in Erinnerung. Also jetzt, mir ist wahrscheinlich schon halbwegs dreckig gegangen. Da waren die Feuchtblut auch eher bei mir. Ja, die habe ich auch gehabt. Ja. Nein, wirklich, ja. In 3 Wochen war ich K.O. Ja. Das ist War auch nicht schlimm, aber, nicht? Ich meine, aber. und bei Zecken muss man nicht auch sagen, ich habe einen Freund, der hat dann diese. Die Frühsommer-Meningoenzephalitis diese- gehabt? Oder Borreliose? Die Gehirnhautentzündung. Die Frühsommer-Meningoenzephalitis, ja. FSME. Ja, FSM, ne? Alter, das Frühsommer-Meningoenzephalitis. Aber der hat das nicht gehabt von Zeckenbiss, sondern Vorzugsschüler. von der Impfung. Der hat es von der Impfung. Das kann passieren. Und der hat dann MS aufgerissen und hat sich dann, wurde von den Ärzten mehr oder weniger dann auch irgendwann aufgegeben, in der frühen Jugend. Hat sich aber gesagt, bitte mach ich selber. Das war so ein Typ. Und der hat, und bis heute geht es ihm eigentlich gut. Geht's ihm gut, ja. Und medikamentenfrei und alles Mögliche. Also Ja, ja. ein Wunder der Medizin, Wunder der aber Medizin, ja. das interessiert ja keine Medizin, weil dem verdient ja kein Geld. Nur, der hat das gekriegt wegen der Impfung. war die Ursache die Impfung. Ja? Also auch diese Gefahr besteht. Also wenn man sagt, Zeckenimpfung, ja also ich mag schon mit dem Wald und alles, wo ich da herumgehe. Also, also Zeckenimpfung ist da schon sehr angesagt. Und Das passt schon. Nein, das ist. das fühle ich mich wohl dann auch. Und ich war schon lange nicht. Ich glaube, ich habe schon 25 Jahre keine Zeckenimpfung. Ist wurscht. Weil man doch das. Naja, Aber aber. Auffrischung. Ist sicher genug Ja, Antikörper noch dazu. Ich weiß nicht, 25 Jahre, ich weiß Brauchst nicht ich weiß auffangen wieder. Nein, ich lasse mich einmal Lass dich einmal aus. impfen jetzt, ja. Na, Okay. mehr mache ich nicht. Übertreiben da mal auch Das nicht. reicht schon. Ja. Bei mir geht es keine Impfung. Ja. Da mit Heilpraktikern zusammen, ja, das haben wir nicht so, aber es ist halt bei mir, wie gesagt, ich bin jetzt da schon ein großer Impfskeptiker, wie man so schön sagt. Es gibt ja mehr als Impfbefürworter und Impfgegner, es gibt ja auch Skeptiker. Und eben jetzt zum Beispiel, was die Zeckenimpfung betrifft, das ist halt, ja, klar, sagt man, die gibt es scheinbar nur bei uns wirklich. In Deutschland ist es nur für die Forstarbeiter. Forst und alle, die was so, Ja, ja, woanders ist Forster, nicht, Jager ja. und so wird es empfohlen. Ja. Aber Aber trotzdem, also die habe ich meine. Also nicht ich, sondern die Frau Doktor in Ruhestand, Frau Doktor in Ruhe, wird man hoffentlich in Ruhe, und dann werden wir sehen. Ne? hoffentlich hat es eine ruhige Haut. Ist besser nachher schon, weißt du. Ja. Ah, die fährt mit dem Auto. Sie fährt mit dem Auto, Das ist ja. schlecht. Naja, dafür. Ja, aber 2 Achtel wird schon trinken. Ja, aber ich glaube, kann man bedenken lassen. Ne? Sagen, Frau Doktor, ich bin bereit, Sie können jetzt Kein Problem. stechen. Na, wie war das mit der Corona-Impfung? Da hat es auch geheißen, man soll nichts trinken nachher und sich nicht bewegen. Ich bin zum Höfler spielen gegangen, nicht? Ich hab den nachher das Jackel geholt. Ja, gut, Dann haben wir jetzt ein Sommerkonzert Naja. gespielt nachher. Anlage aufgebaut Naja. und Dings, na was. Pass auf, was war denn? Nein, ich habe die letzten 2 Impfungen. Also das zum Beispiel, das muss ich ehrlich sagen, wenn wir schon beim Thema sind, das mache ich nicht mehr. Ich hätte mich nicht mehr impfen lassen gegen das Covid. Sicher nicht. Nein, ich auch nicht. Das hat, also ja, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Punkt. Schau, heute Bin kein wechseln wir Gegner. das Thema. Ja, ja, hier, ich hab's schon bitte. gesehen, ich hab's schon Ich gesehen. lese hier, ich bin verzückt. Ich habe in der letzten Klasse der Berufsschule eine Auszeichnung für besondere Lernerfolge bekommen. 4 Jahre lang. Weit über mir. Das trifft mich ein bisschen, aber eine tolle Leistung. Tolle Leistung. Bravo, Daniela Schlegel. Ich meine, das hat übrigens einen Sinn in der Berufsschule. Beim Patrick mit dem Gymnasium in der 1. Klasse. Das ist so, wie man sagt, über Auszeichnung der Tanzschule kriegt. Das ist genau Ich so. habe gesagt, ich habe einen Namen gehabt. Jetzt dreht er schon um wieder. Das ist wie ein Politiker. Ist er. Wie ein Politiker. Das ist ein Wahnsinn. Die Brigitte schau die nächste Patrick, ich stelle mich zu dir, dann sind wir schon 2 Vorzugsschüler, die mit einem Gut aus der 4. Hauptschule austreten. Berufsschule Panikengasse, 3 Jahre Vorzug. Dann habe ich 1968 von der Kammer 300 Schilling gekriegt. Gratuliere, meine Liebe. Brigitte, bravo, aber ich hätte das nicht so stolz einschreiben. Muss ich ehrlich sagen. Was schreibt der Ludwig? Nach der Corona-Impfung ist es uns besser gegangen. Wenn wir danach getrunken haben in einer Studie mit 4 Leuten, hat sich das bewiesen, ohne Alkohol waren die Muskelschmerzen stärker. Alles gut, du bist nicht. Ja, reden wir nicht, wir sind beide Chemiker.
Nein, aber bei den letzten 2 Impfungen, glaube ich, da war ich quasi, wie war nicht Ich habe das bei der letzten gehabt. Ja, Furchtbar. bei der dritten, ja. Bei der ersten habe ich gar nichts gehabt. Also 3-mal bin ich geimpft. Bei der ersten habe ich gar nichts gehabt. Nichts, nada. Und dann haben wir gedacht, das geht so weit und habe ganz entspannt mir das Die reingehauen. zweite war noch, die dritte ist mir sehr Ja, da war dreckig. ich- Einen Tag dreckig gegangen, einen Tag. Und dann war es wieder Und dann aber trotzdem 3-mal Corona. Also hat viel geholfen. Ja. Nichtsdestotrotz, Spielen wir was? jetzt spielen wir in Fiaker, haben wir gesagt, gell? Jawohl! Für die Susanne Fabra. Pick. Jawohl. Ja, ich fähr zwei halbe Rotten, mein Zegel steht am Grund. Ach so wie die zwei Trotten, wenn's nicht bald gesehen haben. A Peitschen, na das gibt's nicht. Wie Jesus soll nicht schlagen. Das höchste war ein Schnäuzer, sonst zerressen's mir den Wohn. Vom Land zum Gasthaus Forest in 12 Minuten hin. Da springt man keinen in Galopp, da geht's nur rüber, trop, trop, trop. Wenn's nachher so recht schießen, dann spür ich's in mir drin, dass ich die rechte Brotz noch hab, dass ich ein Fiaker bin. A Kutscher kann jeder werden, aber fahren, das können sie nur in werden. Mein Stolz ist, ich bin heute nicht so wie ein Kind. Ein Fiaker, wie man nicht alle Tag findet. Mein Blut ist so liftig, so leichter wie der Wind. Ja, ich bin heut Pfiff, ein echter wie ein Kind. Ich bin bald 60 Jahre alt, 40 Jahre steh ich am Stand. Der Kutscher und sein Zeigel waren alle fest beieinander. Und kommt's einmal zum Anfahren und wäre dann begraben, ja dann spannt's mir meine Roppen ein und führt's mich übern Graben. Dann lass es laufen, führt's mich im Trab hinaus. Ich büt mir's aus, nur nicht im Schritt, nehmt's am Ende der Wegen ein Kreuz ohne mit. Das ist ein Muss, das Umziehen, ins allerletzte Haus. Und Leute, die sollen's ruhig merken, an Fiaker fieren's hinaus. Und auf mein Grab steht soll ich stehen, damit's die Leute auch deutlich sehen. Sein Stolz war, er war heut ein echter Werner Kind, ein Fiaker, wie man nicht alle dort findet. Sein Blut war so liftig, so leicht wie der Wind. Ja, er war heut ein echter Werner Kind. Jawohl, Fiakerli. Das Die Hymne der Fiaker, kann man Hymne, kann man sagen, kann man sagen. Eines von vielen natürlich. Ja, ja. Ja. Da schaut, die Brigitte legt uns nach. War aber keine Streberin, habe leicht gelernt vom Hören. Ja, das mit Hören haben wir Das schon hab ich auch- gehört. ich hab das auch, ja. Hat die Hören ist Tiefe das bis, Beste. ja. Das ist Ja, für mich aber- das Einfachste, ja. Aber natürlich das kommt noch dazu. Vorzugsschüler, die nicht einmal gelernt haben. Das waren bei uns die, die wir herpasst haben. Das war nämlich da im Gymnasium, erste Klasse habe ich auch noch nicht wirklich was gelernt. Ja. Der Gut. Falsche sowieso nicht. Ja. Erste Klasse Gymnasium war noch nicht. Das war alles nur logisch. Ganz einfach, da war so viel da schon irgendwie. Ja, war halt so, ich war halt so. Ja. Nein, ich war schon. Nein, am Anfang haben wir auch nicht. Aber es war schon ein Umstieg. Also vom Gymnasium dann dort hin. Ich kann mich an meinen allerersten Fünfer erinnern. Nicht wissend, dass noch viele folgen werden. Das erste kann nicht mich auch genügt, aber ich glaube erinnern. auf einer Englischschularbeit bei der Frau Professor Grammel. Ich glaube, das war dann vielleicht erste Klasse oder zweite. Aber es war eine Schularbeit. Das war nicht das Fach, aber es kann mich Ich erinnern. war das auch- mein- ich mein war ja in der erstes Schularbeit richtiges gehabt in der zweiten Klasse, ja. Mathematik, Hasenleitner. Ja. Mein Ja. Klassenvorstand sogar, ja.
Lustigerweise, nein, der erste... Diese Schularbeit wurde allerdings wiederholt. Das schon. Also gibt's eigentlich auch Gibt's wieder nicht, weil es das war gibt's nicht. mehr als die Hälfte der Klasse hatte Ja, da da nicht gibt's genügend auf die. So, ja. Bei der Wiederholung habe ich dann einen Zweier gehabt. Also. Ja. Hat schon passt wieder. Ne? Das war mein Ja. erstes nicht genügend. Ja, das kann ich mich schon erinnern. Das hat mich echt nicht. Da haben wir gedacht, das gibt es wirklich, die Noten. Weil ich habe gewusst von meinem Bruder, dass das gibt. War der Ältere, was ich gar Ja, und dann, ja, tatsächlich, das erste Mal ja nicht genügend. Das hat mir schon. Und dann habe ich gedacht, nein, aber wieder ein Punkt, der mich darauf bringt, dass die Schule. Nein, Schule war nicht leibend, hat mir nicht getaugt. Also die Schule, die Jugend, die Leute, das habe ich schon alles. Also ich habe jetzt kein, wie sagt man, Trauma oder was aus der Zeit. Nicht? Aber die Schule, nein, das war für mich das Schlimmste. Also ich habe eine schöne Jugend gehabt, trotz Schule und nicht wegen. Nicht wegen der Schule, ja. Auf gar keinen Fall wegen der Schule. Und auf Da gar keinen verstehe Fall ich, da wegen der verstehe Lehre. ich dich schon. Da verstehe Nein, ist ich. wirklich. Ja, ja. Und dann, ich habe Ja. schlecht, viel schlecht, also meine Volksschullehrerin war wirklich ein Krampen, ich weiß das nicht, ist verlebt, schlimm, ich weiß es sowas, nicht. schlimm, sowas. Es ist mir auch wurscht, weil wirklich, es war, die war schlecht, also die war einfach nicht Das, gut. mein Bruder ging es Ja. genauso. Ja. Nämlich. Bei uns war es wirklich Kontrastprogramm. Ja. In Schopfbärte, wenn du zuschaust, Berti, servus. Meine Lehrer in der Volksschule, großartig die 4 Jahre. Mein Bruder hat so einen Krampen gehabt. Ja, wirklich, nein, das war Gleiche ganz, Schule. das war ganz schlimm, weil du wirklich ausgeliefert bist. Jetzt war ein 6-jähriger Bub bis 10, ne, also 4 Jahre lang. Ja, genau. War ich abhängig von dieser Dame, die wirklich schlecht, also im Nachhinein betrachtet, wo du sagst, das gibt's ja nicht. Da war wirklich jeder Professor an der Uni war ein besserer Pädagoge als die. Furchtbar. Wirklich war, ne? So was lässt man auf Kinder los. Nichtsdestotrotz schlimm. muss ich insofern dankbar sein, auch wenn das ja jeder so zusammenbracht hat wahrscheinlich, aber Lesen und Schreiben habe ich gelernt, der Volksschule. Lesen und Schreiben hat man in der Volksschule gelernt, wurde ein bisschen veredelt dann im Gymnasium. Lesen, Schreiben und Rechnen. Ja, die Rückrechner, die Grundrechner. Ja. Also das, aber ich sage mal, ja, aber Lesen, Schreiben ist wichtig, das haben wir gelernt. Dafür gebührt ihr Dank, aber ansonsten war es fehl am Platz. Wie auch immer. Es war trotz allem, habe ich eine schöne Jugend gehabt, aber das liegt eher an Nein, Eltern, andere Familie Dinge. und Freunden. Ja, das ist nicht an der Schule. Das liegt aber bei mir auch. Das liegt aber, glaube ich, bei den meisten. Naja, es gibt schon viele, die sagen, du, ich erinnere mich gerne an die Schulzeit und so. Und ich denke mir, nein, also an die Schulzeit, an die Jugend. Ich erinnere mich gerne an die Jugend, Ja, wir haben ja, viel ja. angestellt, wir haben leibende Sachen gehabt, ich habe viel Freunde gehabt, wir waren viel unterwegs und das war alles Mögliche und haben von den Eltern viele Möglichkeiten natürlich Ja, ja. bekommen, dass man das überhaupt Gott sei umsetzen Dank, können. Gott sei Dank haben wir das Ja. gekriegt, muss man sagen. Viel Freunde gehabt und das Einzige, was gestört hat, war die Schule, aber die haben wir halt auch irgendwie ausgehalten. Ist schon gegangen, es ist schon irgendwie gegangen. Prost! Trink was. Da. Ich habe fast nichts gelernt und bin auch durchgekommen. Ein Zeugnis der Intelligenz, obwohl Vorzugsschüler war ich eh nie. Brav, Ackerl, brav. Schau, der Unimaster ist da, jawohl. Jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Ui, ja, kein Weinstein. Weil sonst, ich bin im Stand und hast du einen Schädel. Das ist schlecht. Tut er Dankeschön, nie. tut er Tut schön. er nie. Tut er nie. Ja, stimmt eigentlich. Christoph Acker ist gescheit. Du warst doch nie ein Vorzugsschüler, hast aber zum Akademiker geschafft. Ja, jetzt hast du das sagst. Sieht was sagt eigentlich? Ja. Muss wirklich. Aber Patrick, ich bitte, ich bleib sitzen. Also nicht notwendig unter uns, wir kennen uns so schon Jahrzehnte. Na was? Bald ein halbes Jahrhundert. Aber auf das vergiss ich, wirklich Schmäh, auf das vergiss ich. Stimmt, Gut, ja. ich habe jetzt kein Studium angeschlossen, da war jetzt beruflich irgendwie damit zu tun, aber mit dem ich habe das nicht einmal irgendwo eintragen. Nicht? Also ich habe jetzt keinen Ausweis geändert oder irgendwas und wenn ich mich irgendwo, also wirklich nur dort, wo du musst. Irgendwo war mal was, da musst du ein, da musst du komplett alles, das muss richtig, was war das? Nicht lang her. Habe ich irgendwas wieder Dann Post ausgefüllt? braucht dann. Da muss Nein, man nein, nicht. nein. Aber was kann das gewesen sein? Das muss irgendwas Amtliches gewesen sein. Meldezettel vielleicht. Oder Nein, das habe ich. bei der für die Hochzeit. Für die Hochzeiten. Da, Standesamt, und ja. Da, ja. Und da hat er gesagt, du musst bitte alles eintragen, also musst quasi. Und auf jeden Fall auf das denke ich eigentlich gar nicht. Aber stimmt, ich bin ja Akademiker. Ja, wirklich. Trink akademisches Hoch. Das Weiter. ist jetzt wirklich das ist das Diplom, was am allerwenigsten Wert hat. Wirklich von allen. Jedes Zeugnis hat mehr Wert als Man Diplom. macht, der sagt das nicht so. Oh ja, nein, ist ja so. Ich weiß, ich habe es ja gemacht. Ich weiß es noch nichts. Das ist schon. Ich meine,
Ich war nicht auf der Montanuni. Ich wollte gerade sagen, Das sag ist mir, schon was was du anderes, studierst ne? hast. Das wissen alle. alle. Volkskunde, Volkskunde, ja. Geisteswissenschaften. Also da ist Praxis. Also er war nicht auf der BOKU oder in Leoben. Ich war war er schon auch nicht. auf der BOKU. Aber Ja, da haben wir uns kennengelernt damals. Also so richtig, also musikalisch Haben wir richtig. schon kennt, Haben wir ja, schon genau. kennt, aber Akademiker, Ackerl, jawohl, Akademiker. Die Wildcat, was alles gibt. Bei der Hochzeit mussten sie sogar meinen zweiten Namen vorlesen. Leider. Ja, jetzt wollen wir natürlich wissen, Daniela Schlegel. das möchte ich jetzt aber auch wissen. Jetzt Das wollen wir natürlich das wissen. interessiert mich jetzt. Ah ja, der Ackerl hat ja auch in Bachelor of Science, ja genau, da war gesagt, ja, das Nigerseitung, kostet Geld und für was bringt er nichts. Ne? Das hat vollkommen keinen Wert. Und wie gesagt, bei mir sowieso nicht, weil sie mir Ja, mit beruflicher Wert. überhaupt. Also Ja, null. Null, nicht? Wert. Also, Null. ja, Da war es gut, wenn ich mehr wissen vom Studium noch. Wirklich, ne? Das wird mir mehr bringen als Mhm. das Diplom. Aber das ist halt trotzdem, ein bisschen ist es noch so da. Also gerade bei Älteren, damit meine ich jetzt auch unser Alter, ja. Da hat es noch einen gewissen, ach so, Der ist okay. Diplom-Ingenieur da. Oder Ja, oder der ist der Akademiker, dann kannst du gleich, Der ein ist bisschen, Doktor. Nicht? ja, dann kann er nicht ganz verkehrt sein. Der kann nicht ganz deppert sein. Nicht? Der Naja, wobei ist das. Dämlicher Acker, oder war es umgekehrt? Akademlicher. Ackerl. Ackerl, das ist ein Wahnsinn. Apropos Ackerl, ich hau euch jetzt ein Bilder eine vom Ackerl, passt auf. Ich hau euch 3 Bilder eine vom Ackerl, das sind 6. Im Dornröschenkeller, erstes Bild. So. Im Dornröschenkeller, da hat er gerade mitgekriegt, dass der Abend länger wird. Und, dass er mein Munkelein und mich heimführen wird. Das ist dieses Bild. Habe ich geschossen. So. Zweites, da war er sich in seiner Sache noch sehr sicher. Oi, viel zu groß. So. Da war er sich seiner Sache noch sehr sicher. Brauer Ackerl. Ja, und der dritte soll eine zur Wiedergutmachung. Schau, das ist doch ein Liebsfoto jetzt vom Ackerl, oder? Schau, da lacht er, da freut er sich. Weil da glaubt er, siehst du, das Fleischschauel ist noch unberührt am Tisch. Also der hat gerade das Fleischschauel gekriegt in Erdäpfelsalat. Steht die Kamera noch geschwind ein für die 2 Depperten auf der Bühne. Freut sich auf sein Fleischschauel, glaubt, es wird ein leibender gemütlicher Abend. Und da weiß er eben noch nicht, wie eben hier. Ich muss die 2 heimführen. Ja. Na, nicht das von meinen Fressen, Ackerl, zu spät. Zu spät, zu spät. Schau, die Daniela Schlögl, Waltraud. Na, das ist aber leibend. Daniela Waltraud. Waltraud. Nach meiner Taufbahn ist super. Daniela Waltraud. Ich finde die nicht so schlecht. Das finde ich nicht so ja, schlecht. Da brauchst du nicht genieren. Um Himmels Willen. Den Ackerl, was sagst du jetzt da? Haut's eine für den Ackerl. Ein paar rote Achteln. Damit, wirklich das, aber das war so. Genauso war die Geschichte. Da hat er reingefressen, aber vorher hat er sich gefreut. Ah, nein, das war die, nein, ist schon die Reihenfolge komplett durcheinander. Jetzt hat er es durcheinander gebracht. Ja, das ist wieder was anderes. Na geh, wo ist das jetzt? Da. Das ist doch lieb, das ist doch lieb. So kenne ich unseren Ackerl beim Taschler, sagt die Mägi. Jawohl. Jawohl. Hat's eine Achteln, rote Achteln für den Ackerl. Was spielen wieder Weine, Patrick? Was reißen wir an? Jawohl! Apropos eine fressen. Wenn die Leute in Grenze besoffen sind, dann tanzt erinnern wir. Da fangen sie gleich zum Aufstehen an, zum Schwindeln und zum Liegen. Was sie nicht sind, was sie nicht haben, für mich sind sie mein Hund. Ich sag ihnen gleich, was ich hab, und das hat seinen Grund. Ich hab ein Wurztraumwampen, die zeig ich gerne her. Und wenn ich nicht die Wampen heb, wär ich schon Millionär. Ich hab ein Wurztraumwampen, ja die kosten Schippe Geld. Und wenn ich nicht die Wampen heb, hätt ich auf der Welt eine Villa mehr, ein Rolls-Royce mit Chauffeur. 2 Diener und eine Kammerfrau, die ganze Woche blau. Ein Jotter aus dem Wald, ein Leiberl
das noch gefällt, aber nicht einmal um noch viel mehr, gib ich meine Wampen her. Wenn ich dann aus Finanzamt gehe, da trifft mich gleich der Schlag. Da legst du doch ein Zettel hin, bitte mit 45 Franken. Vermögen, Erbe, Grundbesitz, Geschäft und Inventar. Oder druck da fest mit Bleistift auf und schreib aufs Formular. Was soll ich noch? Ja, pass auf. Ich hab ein Mutztraumwampen, die zeig ich gerne her. Und wenn ich nicht die Wampen hätt, wär ich schon Millionär. Ich hab ein Mutztraumwampen, ja, die kostet ein Schippe Geld. Und wenn ich nicht die Wampen hätt, hätt ich auf der Welt eine Villa am Meer, ein Rolls-Royce mit Chauffeur, 2 Diener und eine Kammerfrau, die ganze Woche blau. Ein Jungen draußen im Wald, ein Weiberl, das mir gefällt, aber nicht einmal und noch viel mehr, gib ich meine Wampen her. So schaut's aus, es passt, es hat genau passt, nicht? Weil wir da die Fleischlaberl, Erdäpfelsalat und sonstige Bilder sehen. Ne? Jawohl. Weltklasse, und immer die Hochtel sind reingefahren. Lieblingsgemüse, Erdäpfel. Christoph Acker, Weltklasse. Weltklasse. X7 haut er nicht zusätzlich auch Teekanne rein, ist in seinem Zustand. Völlig legitim, ganz Der Franz Ehm hat dazu noch Motorrad rein, extra für den Ackerl. Na, Weltklasse. Schau, jawohl, für unseren Ackerl. Den Ackerlmat. Auf jeden Fall, ja, das ist schon super. Und jetzt hat er mir erst, siehst du das eine, muss ich noch runterladen. Das ist das Weihnachtskonzert im Martin Schlössl. Und der Ackerl hat gemeint, du, das war jetzt fertig zum Runterladen. Ich weiß halt nicht, ob sie jetzt ein Weihnachtskonzert veröffentlichen wollt. Und im Endeffekt wird es wurscht sein, weil ich spiele eh keine So Weihnachten haben wir eh nicht eigentlich. Ja, keiner eigentlich. Also. Ja, die Barbara So, aber der Rest auch nicht. Der Rest waren auch Landler. Waren viel so. Man sieht ja so. den Baum oder was im Hintergrund oder irgend sowas. Das kann sein. Schau, der Wolfgang ist wieder da. Bin wieder da. Der Termin war nicht so schlecht. Bravo Bier. Und viel zum Essen. Manchmal muss man auch sündigen, wenn man Kabel irgendwo für mich. Was hast du denn für Kabel? Nimm mal da mal. Strom brauche ich. Ja, das kann ich. Was ist das so ein Achter? Das kann ich schon. Ein alten. Warte, jetzt wieder so. Jawohl, danke schön. Ja, da ist schon nichts Besonderes gut, ja, das stimmt wieder. Ist bald wieder. Wir sind in der Mitte des Monats, das bedeutet in quasi 2 Wochen ist dann schon wieder da. Im April geht schon an. Und es ist nicht mehr lange hin. nicht mehr lange. Na gut, spielen wir was. Schon langsam kommen wir der Wein neigt sich nicht dem Ende zu. Das war das. Ich habe jetzt gerade zur Weinflasche geblickt Ja, und ich das mag lang. das. Und ein Glas habe ich auch nicht mehr viel, Freunde. Das bedeutet, wer eine zweite aufmachen, zahlt sich heute nicht aus. Heute nicht. Ist ja Fastenzeit. Und als ob uns das schon jemals gestört hätte. naja, Wein trinken darf man Essen darfst du nicht. Wein trinken schon. Was ist, vertragst du den Wein besser heute? Ja. Das ist Aber weißt du, weil man jetzt, das muss ich sagen, das jetzt, irgendwie geht mir das schon am Zager. Da verstehst du, wie sie sich anbieten da wegen dem Ramadan. Nicht? Ich meine, finde ich leibend, wenn sie es machen und wenn du den Moslem kennst und sagst, erst wünscht man sich da alles Gute, weiß ich nicht, oder Happy Ramadan wird man nicht sagen wahrscheinlich, weil das ist ja nicht happy, nicht? Das ist ja nicht leibend, aber eben ich wünsche dir einen guten Ramadan, also ist alles in Ordnung. Nur, verstehst du, ich verstehe nicht, warum man Weihnachten nicht mehr sagen darf und Weihnachtsmarkt. Mhm. Aber Ramadan darfst du sagen. Und Ramadan gibt sogar Festbeleuchtung in Deutschland, in Köln oder was weiß ich was. Und bei uns hat der Bürgermeister Ludwig, alle Politiker stellen sich an auf 1000 und wünschen allen muslimischen Mitbürgern einen erfolgreichen, fröhlichen, wie auch immer, Ramadan. Fröhlicher Ramadan ist ja frohe Fastenzeit. Naja, aber dann sagst du, man darf nicht sagen, frohe Weihnachten, weil da tust du irgendwen beleidigen und da musst das du Happy Holidays Holidays sagen. Das kann es nicht Ja, sein. da wäre ich schon stinker. Und ich meine, und es ist, da denke ich mir echt, das kann es aber nicht sein. Nein, da ist aber, wo bleibt dann die Religionsfreiheit? Ja, eben. Die ist dann nämlich Nein, nicht mehr fühle ich mich gegeben. nicht. Die ist, ich meine, ich fühle die mich ist nicht. nicht mehr gegeben dadurch. Ja? In Wahrheit ist es so, mir ist das vollkommen wurscht. Also wenn einer in einem Moslem ist, dann wünscht er das. Ich begrüße auch Muslime, die ich kenne, begrüße natürlich mit Salam Alaikum. Oder wenn die sagen halt
Alaikum Salam oder was, nicht? Und zurück, ne? Ja, genau. Das ist alles eine Frage der Dinge. Also ich fühle mich nicht gestört durch einen Moslem. Aber wenn die ganzen Volltrottel, habe ich schon wieder Volltrottel gesagt. Also wir werden noch gesperrt, Wenn die ganzen Politiker aber sagen, man muss aus Rücksichtnahme auf andere Glaubensrichtungen unsere hier ansässigen christlichen Traditionen umbenennen oder zurückfahren. Völliger Schwachsinn. Aus Rücksicht. Was heißt das? Und dann wünschen sie ihnen einen guten Ramadan. Nicht wirklich, da denke ich mir, da kann man verarscht vor, eigentlich. Wirklich wahr. Na wirklich, da im Donauzentrum kauft so Weihnachtsgeschenke und so ein Sackel, das drauf schon Happy Holidays. Ich sag, was ist mit euch? Frohe Weihnachten heißt das. Ja, es heißt Frohe Weihnachten. Ja. Oder auf Englisch von mir ist halt Merry Christmas. Xmas. Ist ja schon auf Xmas reduziert. Xmas schon nicht, weißt ja. Aber ich meine, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Weil dann, wenn, dann muss es für alle gelten. Aber ich finde, es muss nicht für alle gelten. Ich finde es leibend, wenn eben Feiertage anderer gefeiert werden und die oder Zeiten, so wie Ramadan oder Fastenzeit, wenn das irgendwie wenn das, wie soll ich sagen, das trägt ja zur Buntheit da. Ne? Das ist ja leibend, was man mitkriegt. Weil dann kriegt, weil wie viel wissen wir tatsächlich, also vom Islam wissen wir am meisten, aber über das Judentum, ja, die jüdische Religion, da wissen wir recht wenig. Die Orthodoxen, da wissen wir recht wenig, dass die zum Beispiel einen Jahreswechsel im Februar haben. Das wissen die wenigsten, dass das die Orthodoxen haben. Weihnachten am 6. Ja. Jena wissen noch ein paar. Das wissen aber Jahreswechsel ist irgendwann im Februar. Was haben wir hin, das werden wir nicht so viel haben, aber es war auch interessant, werden auch nur sein, dass man sagt, man kennt zumindest das, dann siehst du, wo die in dem Jahreskreis, gell, was wir halt für eine Vielzahl an Religionen da haben und was die feiern. Und was die feiern, ja genau. Ich finde das spannend. Aber nein, da sagen sie, nein, wenn man der von anderen nicht stehen. Und gemeint ist nicht ein anderer, sondern gemeint sind, was hast du denn dafür? Das geht schon. Ja, alles da. Geht schon. Na, red weiter. Naja, die ganze. Ja, Wahnsinn, ne? Und im Endeffekt geht es nicht um andere, es geht ganz konkret um Moslems. Und da tut man den Moslems auch nichts Gutes. Nein, überhaupt nicht. Ne? Weil ich kenne keinen Inder, der sich daran stört, dass Weihnachten gefeiert wird. Nein. Und dass die Leute sagen, frohe Weihnachten. Ich kenne auch keinen Moslem, ehrlich gesagt. Nein. Ich kenne keinen Moslem, der sich stört, den das stört. Die greifen sich alle selber am Schädel und sagen, was sind das für Idioten. Ne? Muss man echt einmal gesagt haben. Auf jeden Fall wünsche ich uns allen noch eine fröhliche Fastenzeit. Ja, aber die Politiker machen sie nicht. Ne? Aber es gibt ja zum Glück den Sonntag. Sonntag ist ja Fast. Da war ich wirklich pass erstaunt, Ö3, haben sie irgendwo im Auto gesessen, Ö3 gehört, und da war eine junge Moderatorin, keine Ahnung wer das war, und irgendwie ist es gegangen halt um die Fastenzeit und irgendwas zum Essen. Und gesagt, nein, der Fasten ist nicht. Und da sagt sie, naja, am Sonntag geht es ja, weil da ist ja dieser von der Fastenzeit ausgenommen. Da habe ich gedacht, da schau her, Ja. weil man doch, dass das noch gibt, ein Jungswandel, das weiß und im Radio auch noch bringt. Und das hat man schon gedacht. Weil Sonntag ist Fastenbrechen. Ja. Sonntag kannst du trinken, essen, die Moslems können jeden Tag, können sie auf Nacht eine fressen. Genau so ist es. Der stramme Katholik, also mir nicht, aber der stramme Katholik, der muss 6 Tage fasten, würde der was essen. Einmal am Tag satt essen. Einmal am Tag. Am Sonntag kann einer. Genau. So schaut's aus. Einmal am Tag satt essen reicht auch nicht. Also, Du, im Prinzip mache ich. ich mache auch nichts, ich mache eigentlich nichts anderes. Ich meine, easy, das, aber so einmal eigentlich. Das wäre so meistens. Wir essen dann schon dann ein zweites Mal so, aber mir reicht eigentlich wirklich einmal. So, X-Men muss leider schon gehen, ist dahin. Auf Wiedersehen. Aber die weit geht hängt ein Blutdruckgerät, aber nicht wegen mir. Was sagt's? Was sagt der Peter Brachtl eigentlich nur noch Regenbogen? Was ist Regenbogen? Bei uns wird diskutiert, deutsche Fahnen zu verbieten. Ja, das haben sie verboten, nicht? Für die Ämter, nicht? Polizei und so darf das nirgends mehr. Ja, ist das nicht. Ja. Reg dich nicht über die Deppen so auf, die wissen nicht, was sie tun. Ja. Naja, trägt mich trotzdem auf. Ich ärgere mich nicht viel, aber es ist halt. St. Patrick wird bei uns auch gefeiert, ja.
Das ist ja ungefähr so wie Halloween. Das Das ist ist wie halt dann Halloween, das ist halt ein Namenssong, das ist halt dann eingeführt worden. Nur St. Patrick ist ja bei uns auch nur, sind auch nur die Pubs. Die Irish Pubs, na gut, Genau, das ist ja war's aber. legitim, aber woanders, also sonst wüsste ich jetzt auch nicht, wo großartig St. Patrick's feiern sind. Ne? Und ich meine, das ist zumindest jetzt kulturell, geht das noch durch, nicht? Weil immerhin ein Heiliger. Ein katholischer. Ein katholischer Heiliger. Wenigstens was, ne? Kennt ihr ein Libon? Nein, so nicht, kenne ich nicht. Leider. Gut, für Patrick hebe ich auch das Glas, solange er noch die Quetschen halten kann. Jawohl, bravo. Ha, danke. So schaut's aus. Regenbogenfahnen, ja. Ah, das ist das da gemeint, bitte. Das ist dann, ja. So müsste man Katholik sein. Ja, ich meine, das ist aber was das ist halt, das gibt es ja nicht, dass sie wer fühlt sich, also ich fühle mich nicht gestört. Ich sag's ganz ehrlich, durch einen Muezzin in Wien, der mich gestört fühlen, wenn der schreit. Weil man denkt, Alter, das ist falsch. Ja? Das gehört da nicht. Aber ich fühle mich da nicht gestört durch die Ausübung der Religion. Egal was machen. Wie gesagt, wenn wir mit Arbeitern zu tun gehabt haben irgendwo oder sonst was, und dann immer gefragt, oder nicht, sind Moslems da wegen der Jausen? Weil dass wir darauf achten, also das ist ja Selbstverständlichkeit, dass da kein Schweinefleisch drinnen ist für die Jausen von muslimischen Mitarbeitern oder was halt da. Das ist ja, also aber da denke ich mir, das stört mich. Ich fühl mich jetzt in meiner Ding gestört, weil vor allem, das ist ja nichts Nettes, das hat eine alte Tradition am Wiener Hof sowieso gehabt. Ja, abgesehen davon. Durch die Bosniaken und ganzen Militär haben mir schon nicht weh. doppelt gehabt, tut ja nicht weh. Das tut mir nicht weh, aber angeblich dann christliche Feiertage oder dann scheinbar dann laut Politik das dann kann irgendwem weh. Das weiß ich. Ich glaube, das sind, ich weiß nicht, wem es weh tun. Keine Ahnung. Ne? Wenn es der Fahne hast, soll es bestraft werden. Wirklich wahr? Na gut, aber es ist ja so, wir haben oft eine Fahne. Ich wollte gerade sagen, das kommt über wer hat heute als erster beflaggt? Ne? Genau, also wirklich. Das Wein ist so, weil der Fuchs wirklich schon einen fast leeren Keller hat. Wirklich wahr. Wolfgang, na dann gefreut uns das umso mehr. Dann kommt aber jetzt der letzte Schluck auf euch. Wir verabschieden uns. Ich habe schon ausgetrunken. Wo spielen wir zum Abschluss, Patrick? Herr Wirt? Da spielen wir was anderes. Was anderes? Machen wir die Brokkoli, weil der Georg die Brokkoli reingegeben hat. Das gefällt, weil der Georg die Brokkoli da so alles in grün da ist. Na gut. Denkt er die Daumen hoch, sagt der Landtagsstromer Markus, jawohl. Mich stört es, dass es fast mehr Putenwurst gibt als eine gescheite Schweinerne. Bravo Christoph Acker, das stimmt wirklich. Ja. Weil hätte ich die Wahl zwischen Putenwurst und Veganerwurst, die tatsächlich überlegen, aber nicht die vegane, zumindest probier. Weil Putenwurst ist wirklich, es ist das trockenste, grauslichste, was ich kenne an Fleischprodukten. Das muss ich wirklich sagen. Habibi passend zum Thema, es war nicht schlecht. Das war auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Du, pass auf, dann würde ich sagen, machen wir jetzt einmal Brokkoli. Brokkoli sind C. Sind C, ja genau. Dann können wir in F weitergehen, Habibi machen, ja genau. Und dann, wenn wir noch Lust haben, können wir immer noch Herr Witter Vorschlag machen. So ist es. Da muss man sagen, in F, dann gehen wir aufs G. Ja. G, D7. Ja, so. Wenn wir Lust haben noch. Ansonsten aber offiziell verabschiede ich mich jetzt schon. Dankeschön, dass du wieder dabei warst. Schaut rein, nächsten Montag wieder 20.15 Uhr. Sagt es weiter, dass es uns gibt. Das wäre die größte Freude. Haut uns ein Schmattes ein in den virtuellen Hut. Immer gerne. Ja, ihr findet die Angaben in der Videobeschreibung auch. PayPal oder wie sagt man, Überweisung. Und und wer Lust und Laune hat und Zeit in der Früh, 9 Uhr. Montag bis Freitag, 9 Uhr, sind wir gestellt auf YouTube und auf Facebook. Ja, wie die Einser sind wir da gestellt, mein Lieber. Ja. Und alles weitere in diesem Theater. Speis mit Nasen, mehr glaube ich nicht. Ich trinke alle. Mit was haben wir gesagt? Brokkoli. Das lieb, dass du irgendwann mal ein Wasser eingeschenkt hast. Was braucht der Wasser? Trinkt der einen Wein? Jetzt brauchst du mir keins einschenken mehr. Jetzt ist. Sitzt den ganzen Tag. Der Wasser da. Unmöglich. Keine Ahnung, wo ich bin.
Einst hat mir meine Mutter gesagt, Bub, wenn dich der Hunger plagt, tu nicht naschen, ist was Gescheites schon. Gemüse hat sein Reiz. Vitamine sind gesund und du wirst nicht kugelrund. Ich war früher reif in mein Leben und der Bier ist auch gut gehen. Ich brauch keinen Brokkoli, weil ich steh nicht sehr auf dich. Bleibst daheim mit den Exoten, ich will ein Kühlbrot. Schmackig, fettig, knusprig und hoffentlich nicht zu gesund. Dann hab ich ja keine Aversion gegen eine zweite Portion. Bitte das Rezept dabei. Ein bisschen Chili rein, jawohl. Ein bisschen Vanille vielleicht noch im Jetzt machen wir es auf Gypsy, okay? Jawohl! Ich brauch keine Brokkoli, weil ich steh nicht sehr auf dich. Bleibst daheim mit den Exoten, ich will ein Kühlbrot. Schmackig, fettig, knusprig und hoffentlich nicht zu gesund. Dann hab ich ja keine Aversion gegen eine zweite Portion. Gegen eine zweite Portion. Alles nur keine Brokkoli. Bitte, bitte keine Brokkoli. Wir wollen Schweinsbraten. Ein Kübelbraten. Mit einem schönen Krustel. Nur keine Brokkoli. Nur keine Brokkoli. Jahre schon wohnen wir im gleichen Haus. Wir gehen beieinander ein und aus, andere Brüche, andere Spruch. Jeder lernt vom anderen noch und noch. Bei Heimat ist da und seine ist fern, doch das tut uns zwar nicht stehen. Wir haben für erlebt, waren im Unglück vereint, ja wir sind die besten Freunde. Ich bin endlich der Haber, ich sag, er ist mir frei. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint. Ich bin endlich mein Haber, ich sag, er ist mir frei. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint. Unsere Kinder gingen ins gleiche Glas. Sie spielen miteinander und sie haben viel Spaß. Andere Sinn und andere Spruch. Jeder lernt vom anderen noch und noch. Meine Heimat ist da und seine ist fern. Doch das tut uns zwar nicht stehen. Wir haben für erlebt, waren auch im Unglück vereint. Ja, wir zwei sind die allerbesten Freunde. Ich bin endlich mein Haber,
Ich sag, er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber. Doch ist das selber, damit gemein. Habibi nennt mich mein Haber. Ich sag, er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber. Doch ist das selber, damit gemeint, mein Freund. Er wird ein Vorschlag, ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön, es hat uns gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Lied. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wir haben heute gesungen und viel gelacht, den Abend miteinander verbracht. Das ist auch gewandt worden, bei manchen Lied. Wir haben was getrunken und haben was gegessen, den Alltag miteinander vergessen, ach, sind wir ehrlich, wir werden schon langsam müde. Er wird ein Vorschlag, ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön, es hat uns gefreut. Aber für heute singen wir das allerletzte Liedl, weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Und wie ich bei meinem letzten Viertel sitz, denk ich an meinen blöden Witz, an die schönen Wienerlieder und an die Gemütlichkeit. Wir haben heute Post und gesungen viel, nur gegen Ende jetzt langsam still. Und so hat jede Stimmung ihre Zeit. Er wird ein Vorschlag, ein allerletztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön, es hat uns gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Lied. Und jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Pfiat euch Gott, macht's es gut. Alles Liebe, pfiat euch.